gerechts Birnbaum, so knapp war's fein schon lange nicht mehr, gell? Timmy Boy, was ist da los? Heute bist du, holy shit, heute haben wir uns synchronisiert. Sorry, aber es ist Timmy Boy, grüß dich daheim, merci dir, Schluss mit dem Krampf. So hat mir erstmal ein bisschen mich selber her. Leg mir was, so knapp war's fein schon lange nicht mehr. Das wird sie nicht hören, wenn ich mich selber nicht höre, dann wird sie das auch nicht hören. Ich weiß nicht, was das soll. Da kannst du bei den Nippel anschauen. So, mich selber her. Ich höre mich selber, aber schaut trotzdem den Nippel an, das ist ein guter. Das ist ein guter. Das wird sie nicht. So, leise mal, Schnauze halten. Habibi! Übrigens, 1 Bürger, grüß Gott beieinander, einen zauberhaften Mittwochabend, 20 Uhr, morgen ist Feiertag, wer heute da ist und nicht auf, der ist selber schuld. Grüß mich Haufen. Habe die Ehre an! Den Guckel, den Goalie. Zweimal den Goalie, einfach weil er es zweimal geschrieben hat. Und den Drake Crack! Bei Ascho weiter. Kircher steht bei mir schon, aber es fehlt noch Bier und Brot. Brot und Spiele für die Peasants. Drake Crack, viel Spaß, Kuss auf die Nuss, merci dir. Habe die Ehre an den Errol, an den Wager, an den Marvel Maniac, an den Herrn Jager, an den Franes, die Luftlinie. Ich weiß nicht, ob du noch in Landau wohnst, ich weiß nicht. Ich bin mir auch nicht immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob du der Franes bist, aber ich meine, dass du bist. Ich habe auf alle Fälle im Stream schon mal die lustige Geschichte in Religion und der Kerze und Haaren erzählt. Vor langer, langer Zeit. Das werde ich nie vergessen, Alter. Das werde ich nie vergessen. Nie. Falls du der Franes bist, dann weißt du, von was ich rede. Falls du es nicht weißt, dann bist du halt nicht der Franes. Egal! Grüß einen Haufen! Metzinator 73 Monate, damit darf jetzt einer der längsten dabei sein. Das ist gestörte Scheiße. Metzinator, merci dir. Herr Kevin! 62 ist auch nicht schlecht, du. Grüße von zu Hause. Habe heute mal Urlaub. Ich hoffe, morgen ist ja wenigstens der Feiertag. Da soll ja wenigstens einmal gar keiner was tun. Aber zuerst gar keiner. So, jetzt kann man mal in den Chat da, weil ich nichts mehr lesen kann. Der Birger und Curry King, das Leben ist schön. Du kommst auf den Curry King, Alter. Wobei, einen Curry King kannst du auch fressen. Ich werde die nächsten 2 Wochen auch noch Scheiße fressen. Ich hab ein Mikrowellen habe ich noch. Bei dir ist der Curry King gut genug. Aber leider kein Curry King. Wir haben heute spontan entschlossen. Wir haben angefangen. Gaudi hat übrigens angefangen. Kicher eingeschissen. Das ist nix. Maxi, naja, ich bin da und sauf mir einen an. Das passt auch. Du, das ist mir auch recht. Heute ist ein wenig ein Kontrastprogramm angesagt. Nach dem Totalausfall vielleicht nicht, aber es war schon ein gravierender Ausfall am Montag. Spielen wir heute wieder was Gutes. Eine Runde Mana-Lords. Was mit den Weiber-Lords ist, das weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden. Der Herr Schall schreit, Bier da, Stream da, auf geht's. Servus, Lovely Greets von Austria. Lovely Greets an unsere Lieblingsnachbarn zurück. So sieht's aus, Freunde der Sonne. Einmal mit dem Bulldozer durchs Eck geschossen. Nein, wir haben heute tatsächlich, also was heißt, angefangen ist auch schon wieder zu viel gesagt, aber Bürgerin ist noch gerade dabei, jetzt wird Kicher ausgerannt und so weiter und morgen wird's dann fucking serious. Wir haben heute noch schnell im Haagebau, ein bisschen einen Schund umeinander gekauft und zeig, was du da auf die Schnelle noch brauchst und morgen gehe ich mit dem Vorschlag haben wir durch die Küche durch und 3 alles zusammen, was nicht bei 3 draußen ist. Herr Turbeck! Gruß aus Oberösterreich! Schöne Grüße aus Nieder... Muss man das selber zusammen interpretieren, was das ist. Der Watson, da haben wir heute was Gescheites. Heute haben wir was Gescheites. Aber, was wir zum heutigen dazu sagen müssen, wir müssen weg von dem Gedanken, dass das eine Person gemacht hat. Das ist nicht wahr. Es war die Idee von einer einzelnen Person, die hat angefangen, dann hat er Investoren gekriegt und jetzt sind es, glaube ich, zu 60. Das erklärt vielleicht auch, warum das Spiel bereits in dem Zustand ist und ausschaut, was ausschaut. Weil ich das wirklich unfassbar krass gefunden habe. Ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, das ist doch gelungen. Ich sag's dir, das ist unmöglich. Damit du das optisch, technisch, Artstyle-technisch etc. alles hinkriegst, müsste der 50 Jahre alt sein, der Typ, mit 10 sein Studium fertig gemacht haben und in Animation und Modeling 10 Jahre Erfahrung haben, in Programmieren 10 Jahre Erfahrung haben. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, dass du so ein Spiel allein auf 3 kriegst. Das ist unmöglich. War ein guter Marketing-Gag, sagen wir es wie es ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ein Marketing-Gag war. Ob der ein beabsichtigter. Sonst hätte man mich nicht... Schluss! Wünsch alle viel Spaß. Ich muss es nochmal lesen, weil ich wieder dazwischen geredet habe. Der Chef mit Bavarian Dream. Messi wieder 5. Viel Spaß beim Küchwerkeln, aber nicht die Altzwergeln. Ja, wenn dann beides gleichzeitig noch einmal ja, egal. Bin schon richtig gehypt auf Männerlords. Wünsch alle viel Spaß. Wünsche ich auch. Dankeschön. Timmy Boy, mehr als wieder €. Erste Mahnung, dass sie die letzte Donau übersehen haben für die Brotsteuer. Hashtag Brotsteuer. Die habe ich mit Gewalz übersehen. So wie es ist. Aber gut ist das Spiel doch trotzdem, da kommt es doch drauf an. Das wollte ich jetzt noch anfügen, aber ich wurde wieder mal unterbrochen! Das tut natürlich nichts dem Ganzen ab, dass das Spiel jetzt auf einmal schlecht ist. Das ist ja klar, das ist ja Blödsinn. Aber
Man muss vielleicht aufhören, den Typen dermaßen in den Himmel zu loben, wie ich es halt da hab. Weil es nicht wahr ist. Hoffe wieder auf Gaudi! gute Unterhaltung. Das hoffe ich wohl auch. Obwohl ich nur in die Nachtschicht Muas, deshalb nachschauen. Alter, morgen ist Feiertag, um 12 ist keine Nachtschicht mehr. Das ist Nachtschicht aus. Ein Schund. Gauli, merci dir. Mr. VM, da sage ich nichts dazu. Da sage ich nichts dazu. Nehme er diesen Taler Den nehme ich. Frohlocket. Dass sein Reich auf ewig bestehen möge. H-U-S-S-A, H-U-S-S-S-A. Ah ja, aber mit 2 ist er mit 3 ist. Du alter Super-Nazi. Mr. DM, schöne Grüße in die Schwitz, Kuss auf die Nuss. Oder haben wir schon bei der Schwitz gewesen, oder? Oder verdue ich mich da wieder gnadenlos? Irgendjemand hat geresubbt und das wird schon wieder nicht angezeigt, weil ihr schon wieder alles aufgehaxt habt, ihr Zipfel an. Ich glaube, es war der Alfarius. Servus benannt. Bühlstein, der beste EPS. Grüß mal bitte die Lisa. Oh, der Alfarius, glaube ich, möchte wieder in die Lisa ein. Ja, diesen hier. Sag's nur, was ist. Ja, hoffentlich schaut Lisa. Hey, Lisa, schaust du zu? Falls ja, das heißt in diesem Kanal, hinter mir, wenn Männer Weiber grüßen, möchte er eigentlich nicht die grüßen, sondern untenrum, weißt du eh. Ich frage mich, ob das jemals. Ich frage mich, zu wie vielen positiven Ereignissen und zu wie vielen negativen Ereignissen das schon geführt hat, wenn ich solche Sachen sage. Auf eigene Gefahr. Da muss ja jeder rechnen damit. Alfarius, was es ist. Black Reaper, merci wieder ein Resub. Habe Dritt zurück. Bavarian Dream, merci wieder ein Euro. Wollt nicht unterbrechen. Äußer grad nur rechtzeitig Feierabend gemacht. Ja, Herr Leffler, gerade noch. Gerade noch die Kurven gekriegt. Sagst deinem Chef, er soll jetzt einmal wie um 8 Uhr Feierabend. Jetzt nicht so. Was ist mit euch? Ich versteh's nicht. Das tut man nicht. Außerdem ist morgen Feiertag. Wir haben Richtung Einkaufen, also Essenzeug Einkaufen gefahren, wo wir Brotzeit gelumpert, weil wir keinen Ofen mehr jetzt dann haben, eine Zeit lang und so weiter. Und haben wir auf der Isarbrück haben wir dann umgedreht, weil ich gesagt habe, der Stau geht schon an der Isarbrück los, bis wir mir da irgendwo hinten beim Einkaufen sagen, du kannst mir mal, das machen wir mal anders, habe ich die Ehre. Von mir aus friese ich den Druck und Reis. Den mache ich bei der Mama in der Küche, das ist mir wurscht. So, wir waren jetzt dran, ich kenne mich nicht aus. Zitrone Kini, Servus Bier, kannst du mal meine Freundin Toni grüßen? Freundin? Und das ist der Arschloch. Oder ist der? Der. Wissen wir nicht. Gib den und gib den. Beides unter der Kategorie Sorgzeug zusammensteck. So. Schöne Grüße an der, die das, Toni. Die Antonia halt wahrscheinlich dann, was weiß ich nicht. Vom Zitronenkini, der mag auch mehr einwürsteln, habe ich gehört. Luke, merci wieder im 5er. Timmy Boy, merci. 2 mal 9 ist 18. Money 42 argumentiert vor Gericht. Oh. Habe ich kurz gebraucht, Timmy Boy. Was ist kein schlechter. Und habe ich vor kurzem erst gehört, deswegen habe ich nicht so viel verloren müssen, wie ich es normal tue. Stefan, merci für den Drilling. Servus, Bier. Bei uns geht es nächste Woche rund mit dem Umzug. Das ist das Einzige, was noch asozial ist. Allerdings wird sie wahrscheinlich nicht die ganze Wohnung bis auf den Ziegel außerdreschen müssen. Das muss ich halt schon. Das wird richtig lustig. Und das Allerlustigste ist, ich muss am Sonntag fertig sein. Weil am Montag ab nächster Woche kommen dann die Handwerker als Burschen. Weil alles kann ich nicht selber. Also Realverlängen und Realverlängen kann ich schon. Aber nicht in die Wände, das ist nichts. Ja, außerdem glaube ich, wenn es in unseren Abfluss 60 Jahre lang nicht geputzt worden ist, dein Zipfel einsteckst, dann fällt er da ab, bevor er drin ist. Spreng ich mir es wieder in Euro. Geht ein Panda über die Straße, bam, Bus. Oh Gott, oh Gott. Du donatest extremst selten. Aber wenn, kommt nur Behinderung. Ich liebe es. Dampfler, auch noch gleich hinten. Was ist denn heute wieder? Schwieber Armani schon wieder! Der Bambi schon wieder. Was wird denn da schon wieder mit 20 angeschmissen? Ist halt schon wieder Schäkel-Motherfucker, oder was? Du Eudasock. Hey, in Vorsicht. Du Ochsenknecht. An Zähne und der Uwe. Carport und Eigentlich soll man Ochsen-Uwe nennen. Und wenn du was kaufen, dann 10er kaufst du ein Bagelwindel. Aber, also wegen dem Alter. Nein, mein Blas ist stark. Ja? Stuhl hart, Blase stark. Beides hart. Strahl hart, Stuhl hart, alles hart. Bambi, merci dir. Luki, Joey! Da wird mir angezeigt, du hast schon ein Epic-Icon. Du warst ja jedermann. Du bist ja schon länger dabei. Was weiß nicht, was da los ist. Dennoch, willkommen zurück. Danke für die Mitgliedschaft. Kuss auf den Nuss. Schluss jetzt mit der Rundonaterei. Bis spätestens um Punkt 10 fangen wir. Um Punkt 10 fangen wir an, ja, genau. Ja, heute ist tatsächlich, also so knapp war es schon lange nicht mehr, dass ich hier sitze. Vor lauter das Unreal noch schnell am Spiel umeinander pimmeln und Sachen ausprobieren, sich mit jemandem unterhalten und vorher noch mit der Küche umeinander kacken. Und ja, wie es im Auto schreibt, ist alles hart. Alles ist hart. Immer. Immer ununterbrochen.
In der Früh, morgens, abends, alles hart. Der Hunter schreibt, bei meiner Erlaubnis et Bürger, die beiden... Oh! Ja, Hunter, ich erinnere mich, ich weiß bloß nicht mehr, was wir sagen jetzt sollen. Die beiden Höfe mit kleinem Garten nicht abreißen, sondern für Werkstätten verwenden. Haha! Herr Hunter da! Hab schon gelesen. Super, good job. Press F und Hunter da, ab in den Chat. Es ist 10 nach, wir fangen mal zum Spähen. Maulen. Gibt's am Freitag dann einen Küchenstream? Wohl eher nicht. Wahrscheinlich bei meinem körperlichen Zustand hau ich morgen zweimal mit dem Vorschlaghammer in die Wind ein und dann heißt's... Und ich leg mich in der Embryostellung ins Bett und fangst Trenzen an. Von lauter als wo Sauerstoff, wo Muskel, wo überhaupt irgendwas. Also hätte ich fast einfach League of Legends gestartet. Spiel mal LOL. Clickbait. Spiel mal eine Runde LOL. Mach mal Ranked, das wird gut. Sagt's ihr? Zerfutzen. Es kann spielen! Alerts! Aus! Hey, wehe, du fängst jetzt updaten oder ein Scheiße dir ins Gesicht, das ist dir schon klar. Ja, Gott sei Dank. Kitchen Simulator mit dem Bierger, natürlich. Was ist da? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alles gut, Spei. Sehr schön, das kann man ja auch letztes Mal schon geben. Spiel! Oh. Listen. Take your money and listen. Macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. Irgendjemand hat mir da ins Discord das Instrument geschickt. Ich habe schon wieder vergessen, was für ein Instrument das ist. Es schaut aber ziemlich verreckt aus. Es schaut fast aus wie so ein Zither. Oder was weiß ich, wenn man es heute entweder so oder so, keine Ahnung. Und kostet bloß 1200 Euro. Ich habe es dann anders überlegt, das Instrument mal so herzustellen. Zum hey, kann ich das auch? Kling, 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 kling. Löwensee. Pavitäre Bürger ist fuck, im mittleren Stream, Franzl, Weißbier, los, der Schmecker, Hashtag Mannerlords. Mabelmanie, Grüß an meine Frau, die CSU, AK Olivia, bin auch gleich daheim. Männerlords fetzt, hab's mir auch gestern gekauft. Du hast morgen einen schönen Feiertag zum den ganzen Tag eine suchten. Kuss auf die Nuss, merci. Schluss jetzt mit der Donetterei. So schaut's aus. Wo haben wir stehen geblieben? Automatisches Speichern und da haben wir Stream 01 um 5 vor EBA, wie 5 das ist da und dasselbe Ding. Da drücken wir mir auf Laden! Bitte laden! So, Hurdy-Gurdy. Ich meine, es ist eine was? Hurdy-Gurdy? Nückelharper. Ja, ich glaube, dann ist es eine Drehleier, spreng. Absolut richtig. Bambi, Schluss jetzt mit den 10 doppelt zweistelligen Sachen. Stuhlhart ist gleich Leben gut. Im ganzen der Fahrt. Schöne Musik. Ist Musik schon wieder zu laut? Mir kommt es ein bisschen laut vor. Zauberhaftes Blockflötengedudel. Wunderschön. So, kurz mal die Lage sondieren. Wir haben das beste Logo der ganzen Welt. Der Foodlapper Franz hat sauber seinen Helm auf. Das ist gut. Es ist Juni, Sommerjahr 1. Jawohl, Feldfrüchte wachsen, mögliche Dürreperioden. Okay. Das interessiert uns alles recht wenig. Steuerung können wir gleich wieder rein. Jetzt müssen wir erst mal schauen. Wir haben da letztes Mal noch 5 so Buden hergestellt. Die anderen, da haben wir große Gärten, oder? Haben es schon 5? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Mit 3 haben große Gärten hinten. Und da hat jetzt der Hunter, da kümmern wir uns mal gleich darum, hat der Hunter da gemeint, da für Werkstätten benutzen. Bloß weiß ich nicht so hundertprozentig, was zur verfickten Hölle ist eine Werkstätte. Das da. Erweiterung für den Hinterhof errichten. Erweiterungen ergänzen Wohngebäude um zusätzliche Produktionsfunktionen. Das heißt, kann ich das so trotzdem machen? Was ist mit Gickerl? Not enough wealth. Das ist noch nicht übersetzt, aber das heißt so viel wie wir haben nicht genügend Gold. Gold kriegen wir nur, wenn Familien, oder wie war das? Jetzt bei so. Mental. Die müssen irgendwie, neue Erweiterungen werden freigeschaltet, darunter auch Werkstätten. Die Bedürfnisse der Bewohner nehmen zu. Hofstädte der Stufe 2 generieren ein Regionsvermögen pro Monat und Familie. Jetzt pass auf. Das heißt, wir müssen erst einmal die Hofstätten auf Stufe 2 bringen. Ist da neue Musik im Spiel? Ist doch letzte Woche so dahergedudelt, dass du sagst, gibt's das? Mach mal ein wenig leiser. Also nicht, dass die Musik schlecht war. Aber ich fange dann irgendwie so umeinander blären an, was das ist. Oh, da tut schon jemand umeinander hackeln schon hin. Ochsensepp, der Hans. Und da ist der Lorenz, genau, der Lorenz war es und der Hans. Aber ich glaube, der Hans, kann man den umnennen? Sag mal, wo ist der Hans? Hey Hans, kann man die, nein, nicht abreißen. Kann man den irgendwie umnennen? Ich darf die gerne umnennen, sag ich dir, was ist. Ich darf die gerne Uwe nennen.
Der Flötenschlumpf fängt an. Achtung, nicht alle auf Stufe 2 machen, sonst hast du keine Arbeiter mehr. Ach, okay. Das ist dann im Prinzip wie, okay, ich verstehe. Mr. Timo Beck, ich verstehe. Das heißt, wir haben da jetzt eine Hofstätte. Auf die Hofstätte lehnen dann quasi so das niedere Volk, Peasants, literally. Marvel Maniac! Caro natürlich nicht, CSU. Ich hab mich vorher schon gefragt, was macht er mit der CSU? Ich bin so behindert. Der fix scheiß Autokorrekt 0. Das sagt mir aber, du schreibst öfters in deinen Nachrichten einmal CSU und hast politische Debatten. Hast du wieder selber verrutscht, ja? Ohne dass du es merkst. Ja, das niedere Arbeitervolk. Die Frage ist. Müssen wir mal was schauen. Wandelt alle Bewohner in Handwerker um. Wandelt alle Bewohner in Handwerker und verhindert, dass sie anderen Berufen zugewiesen werden können. Ah, okay. Das heißt, sie sind dann auch keine Arbeiter mehr. Ich verstehe. Das heißt aber auch da herin, die da sind jetzt auch keine Arbeiter mehr. Verstehe das richtig? Aber ich habe ja immer noch insgesamt 5 Familien. 4 haben gerade zugewiesen und eine sind halt Handarbeiter. So. Oder ist das nur bei manchen Erweiterungen so? Das sind die passiven Diving. Da bleiben Arbeiter. Peasants bleiben Peasants. BPB. Ab in den Chat. Wenn ich aber eins von denen da nimm, dann wären die zu Handwerker. Dann ist die Frage, wo ist denn da der Unterschied dann? Das werden wir die Hardware lernen, das hilft ja sowieso nicht. Aber wenn wir das da, Hofstätten der Stufe 2 generieren ein Regionsvermögen pro Monat und Familie. Ja, dann muss man sich schön das Gleichgewicht halten und einfach mehrere Wohngebäude bauen. Das hilft eh nicht. Dass wir immer so 5, dann machen wir mit 5 so Stufe 2 Dinge, die generieren im Monat 5 Gulden, wo wir dann hinten wieder Sachen bauen können und die anderen lassen wir mal arbeiten. Vor allem, wenn wir noch ziemlich in der Aufbauphase sind. So. Das merkt man dann schon. Bürger, doch alle Gebäude aufwerten. Erst wenn du eine Werkstatt reinbaust, verlierst du Arbeiter. Gemüse und Hühner zählt da nicht. Nein, okay, dann bin ich gerade bestätigt worden. Dann ist es genauso, wie ich mir das dachte. So, kurz unser Ding. Wir haben ein Forsthaus, der baut da wieder die Wälder hin. Wir haben die Sägegrube. Was macht die Sägegrube? Was tut denn die Sägegrube? Dann kann ich. Was werden die? Machen die aus Stämme Bredel wahrscheinlich, ich weiß nicht hundertprozentig. Brennholzhütten und die Holzfälle. Okay. Das passt. Da haben wir eine Sammlerhütte, wenn man nicht alles täuscht, war da hinten noch eine Jägerhütte. Ja, genau. Und da haben wir eine Gerberei, der uns die Fälle macht. Da haben wir ein Lagerhaus und da haben wir einen Speicher. Das eine ist für Handwerkswaren, das andere ist für Essen. Da haben wir unseren kleinen Marktplatz. Schauen wir richtig stabil aus. Das heißt, was wir jetzt auf alle Fälle brauchen, Befriedigung der Bevölkerung. Rauf, damit steuert das gesamte Bevölkerungswachstum und die Moral der in deiner Siedlung aufgestellten Miliz. Milizen brauchen wir nicht, weil wir keine Überfälle haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir brauchen mehr Familien, ja, damit wir jedem Ding, jeder Station da mal was zuweisen können, damit da was vorwärts geht, damit da produziert wird. Wir brauchen Ressourcen. Ressources. Darum drücken wir jetzt da mal auf Play und lassen wir das laufen. Und weil es so schön ist und weil es das erste Mal ist, da hat mich jetzt interessiert, da haben wir eine wunderschöne Hake. Steckt der gelbe rum, Sammerleine. Aha. Auch mit Sound und so. Schön gemacht. Kannst sagen, was du magst. Aber es ist dennoch sehr gut gemacht. Aber wir loben die eine Person nicht mehr so dermaßen in den Himmel, weil er es nicht allein gemacht hat. Aber ist ja völlig wurscht. Völlig Banane. So, die Frage ist, wo wir jetzt da weiter tun. Das heißt, Herr Hunterter, die zwei lassen wir noch genauso stehen, wie es sind. Das ist einmal noch total wurscht. Was wir machen könnten, ist, dass wir einen Wohnraum erweitern. Das könnten wir tun. Ich glaube, unser Primärziel war die Kirche. Das ist ja, die Annehmlichkeiten halt. Ne? Die Annehmlichkeit. Und die Kirche ist immer wichtig. Damals war die wichtig. Für manche Leute ist es heute noch wichtig, aber manche Leute lassen sich auch 20 Mal impfen. So viel dazu. Gebäude. Jetzt pass auf. Wo ist denn die Kirche drin? Wir haben da Logistik, brauchen wir nicht, Bergbau brauchen wir auch nicht, Sammel brauchen wir auch nicht, Wohngebäude. Ah ja, wir brauchen 20 Bretter. Bretten! Brata, Motherfucker! Das heißt, bauen der wir jetzt dabei einmal nichts sehen, wir der wir sofort jemanden in die Sägehütte hinein. Sägegrube, wir brauchen ein Brettel.
Los, rein damit. Und dann ist die Frage, wo die anderen zuteilt sind. Wo braucht man jemanden? Im Lager ist einer zuteilt, da ist die Frage, braucht man die? Die machen... Mann, was tut denn der? Wie läuft das? Bringt der Gerber die Sachen ins Lager oder holt der Lagerist die Sachen ins Lager? Wenn wir da einen, haben wir auch einen drin. Das ist der Hans, der Lagerarbeiter. Das heißt, warte mal, Personen, Thomas, Friedlein, Gerbers, wartet, handelt, was? Wir sind jetzt da 3 Personen drin. Das verstehe ich nicht. Personen. Ah ja, mir weist man ja immer Familien zu und nicht... Okay, und der Hans aus der Familie ist der Lagerarbeiter. Ah, das ist natürlich saugeil gemacht, da, dass man da wirklich die einzelnen Personen sieht. Mit so einem kleinen Marker, wo die gerade ist. Das ist geil. Das gefällt mir. Das ist eine richtig gute Idee. Eine richtig gute Idee. Weil das Familien sind, die du zuteilst. Ja, sagt es mir noch 25 Mal, weil das werde ich noch 25 Mal vergessen. Das bin ich halt nicht gewohnt, für mich sind das aber einzelne Personen, aber mir weist mir da ganze Familien zu. Und das heißt, der Konrad, der transportiert und die Madalena, die handelt. Ah ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Und jede Familie besteht natürlich aus mehreren Personen. Ist ja klar, ist ja klar. Das heißt, wir haben da 1 zugewiesen, 2, 3, 4. Ja, mir braucht man dringend zusätzliche Familien, weil ich das so nicht halten kann. Jetzt haben wir zum Beispiel in der Sammlerhütten namens. Jetzt gehen uns dann irgendwann die Bärenlebensmittel aus. Wir haben letztes Mal noch Bärle gehabt. Nicht schon viel. Wir haben noch Brot. Das ist auch nur der Anfangsbestand. Das heißt, wenn das weg ist, dann haben wir nur noch eine Nahrungsmittelvielfalt. So sage ich jetzt mal, wir haben nur noch ein Fleisch. Und man sieht das dann, glaube ich. Scheiße, wie ist das gleich wieder gegangen? Ich glaube, da irgendwo, oder? Kann man da nicht irgendwie schauen können? Ah ja. Ja, genau. Und dann haben die natürlich super zufrieden. Dort hat er zum Beispiel, der hat Beeren oder Weintrauben oder was auch immer das ist, Brot und Fleisch. Der hat 3 verschiedene Nahrungsmittel und ist natürlich super happy. Die Zufriedenheit geht rauf. Und ich schätze, dass das der einzige Faktor ist, wie schnell neue Familien zuziehen. Und da müssen wir jetzt hinkommen. Darum sage ich dir, wie es ist, ziehen wir mir den jetzt aus die Brille, ziehen wir die Typen aus, der muss Bärle sammeln. Wir müssen die Zufriedenheit aufrechterhalten. Die scheiß Brill, die bringen uns gar nichts. Die erste neue Familie, die kommt, schickt man sofort zum Brill. Brill, alles nur noch Brill. Haben wir da noch jemanden drin? Nein, da noch jemanden drin? Nein. Also, dann ist die Verteilung folgendermaßen: Lager, Bären, Gerberei und Jägerlager. Und Gerberei können wir auch nicht aufgeben, weil, wenn mich nicht alles täuscht, genau, ist das für die Kleidung. Und das sorgt dann natürlich auch hier für Zufriedenheit. Lebensmittelstand brauchen, Brennstoffstand brauchen und Bekleidungsstand brauchen. Wie viel Brennholz haben wir noch? Zeigt man das irgendwo gesondert? Ah ja, da. 20, da ist noch gar nichts gegangen. Wir brauchen auch noch kein Brennholz, glaube ich. Verbrauchen die Brennholz im Sommer? Kann ja sein zum Kochen oder was weiß ich was. Naja, Zufriedenheit und freier Wohnraum ist gleich Zuwachs. Deshalb mehr Heisel. Okay, verstehe. Ja, wir haben keine Arbeiter mehr. Wen ziehen wir jetzt da von der Arbeit ab? Das ist so ein bisschen ein Problem. Das ist ein bisschen ein gescheites Problem sogar. Aber weißt du, was wir machen können? Wir können die 2 Gebäude nur ausbauen. Einen Wohnraum erweitern. Wie viele Dinge haben wir? Ja, genau, richtig viel Bauholz. Aber wir haben keine Bauer. Dann ziehen wir die von der Gerberei schnell ab. Wohnraum erweitern. Ja, dann haben wir Wohnraum für 10. Jetzt das da. Ah ja, 5 Familien. Wohnraum. Dann haben wir doppelt so viel Wohnraum, wie wir Familien haben. Das muss einmal fürs Erste gelangen. Ja, das ist, ja. Zufriedenheit und freier Wohnraum, das habt ihr mir letztes Mal schon gesagt, dass der freie Wohnraum durchaus auch eine Rolle spielt. Aber das steht da nirgends so. Ja, es steht halt da einfach nicht. Steuert das Gesamtbevölkerungswachstum. Außer, da kommt jetzt dann nur ein Plus, da hier Zufriedenheit dazu, wenn zum Beispiel +2 Zufriedenheit, weil, wie sagt man, Wohnraum im Überfluss. Man kann da billig wohnen, nicht wie in echt, wo mittlerweile eine 4 Quadratmeter Wohnung 4.000 Euro kalt kostet. Aber gut, hör einmal auf euch. Ich hoffe, dass das dann natürlich funktioniert.
dass das als Wohnraum gilt? Oder muss ich mehr Häusl bauen? Wenn Lager bei den Holzfäller voll, die abziehen kurz zum Bauen. Wenn Lager bei den Holzfäller voll. Ich habe keine Arbeiter bei den Holzfäller mehr. Ich habe die alle in der Nahrung- und Kleidungsproduktion. Zufriedenheit geht kontinuierlich nach oben, haben wir schon bei 54%, das schaut nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert und ich nicht ein 6., 7., 8. Haus hinbauen muss. Machen wir, wie es ist. Hingestopft, passt schon. So, wie schauen wir da aus? Lebensmittellager ist da einfach... Ja, da auch nicht. Jetzt schauen wir mal, wo da die Personen umeinander gichteln. Haben wir mal da hier hinten einen? Ah ja, der ist da beim umeinander sammeln. Hallo, kann man da mitten in den Wald... Wow, lecker, kann man sogar... Wow, lecker, Alter. Kann man sogar mitten in den Wald reintüdeln. Hallo, Herr Waldsepp, wo gehen Sie hin? Wo sind denn Sie? Der Veit! Veit, gehst du einfach durch den Wald durch? So nicht, mein Freund, so nicht! Ja, der ist unterwegs, sucht die guten Perle. Der Hunter, der schreit Stopp. Ja, scheiße, haben wir es wieder übersehen. Gerberei ist zu früh. Hoppala, zu weit ausgegangen. Map! Wieso ist der Chat nicht voll verstehen? Ja, Gerberei. Zögern wir die Leute aus der Gerberei ab. So, jetzt haben wir wieder einen Arbeiter. So, Mister, wer bist du? Was passiert denn jetzt da eigentlich? Ah ja, die bleiben jetzt kurz stehen. Dann wird wahrscheinlich geschaut, so, ja, gibt's was zum Tor? Musst du dir jetzt nicht zugewiesen. Wartet. Ja, Jacob! Jacob! Was ist du? Du sollst jetzt zum Dülen gehen da hinten. Da gibt's Häuser zum Ausbauen. Was ist mit dir? Was schaut der Bernhard Maler, wo du hinten einen Garten hast? Nimm ein anderes, wo du die anderen Handschuhe ausbaut, wenn ich mich richtig erinnere. Die Handschuhe alle erweitert. Wo du hinten einen Garten hast, sonst hast du 2 Familien weniger. Aber wieso? Das gilt als Wohnraum für eine Familie. In Stufe 3 passen dann 2 Familien nur... Ah, okay. Kann man das abbrechen? Brennstoff benötigt. Kann man das abbrechen? Kann man das noch mal abbrechen? Ich fürchte nicht. Tja, Problem. Jetzt haben wir nämlich auch keine Holzproduktion mehr. Kann jetzt da einmal eine verschissene Familie zukommen? Fix Mai! Protektoris, merci. Servus, Bürger, schöne Grüße aus dem Urlaub in Dänemark. Schöne Grüße in den Norden. Zurück. Wir verpassen fast nie eine Folge von dir. Und sagst du mal, wer immer ihr seid, sagst du mal einer anderen Person oder mehreren einen schönen Gruß. Kuss auf die Nuss. Merci dir. Padre, merci wieder ein Resub. Da musst du mir ein Heisel bauen, dass neue Leute kommen. Learn it the hard way. Fridolin, die habe ich auch gesehen. Chef, endlich wieder mal da. Ich freue mich wie ein Nock an den Hosenbohrer. Da kriegst du die WB-Tröte. Kuss auf die Nuss. So, dann haben wir noch einen Bürger. Psst, mit einem Handelsposten gibt es auch den einen oder anderen Gulden. Ja, denke ich mir schon, aber ich habe gerade andere Probleme. Ich habe gerade andere Probleme. Wenn du das dann ausbaust oder Werkstatt machst, sind 2 Familien weg. Ja, dann bauen wir es halt nicht aus. How about that? Das war jetzt mein Vorschlag. Wir bauen einfach da nur eine Reihe Häuser hinter. Aber dazu brauchen wir Baumstumpen. Bauholz brauchen wir. Bauholz! Wenn jetzt die Scheißbude da fertig gebaut ist. Aber es ist doch Wohnraum. Die Anzahl der Familien, die momentan in diesen Regionen untergebracht werden können, baut oder erweitert eure Hofstätten, um mehr Wohnraum zu schaffen. Ich verstehe das Prinzip nicht. Wieso gehen jetzt da nicht 2 Familien ein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist schlecht erklärt. Schlecht erklärt. Muss man jetzt selber draufkommen, aber it is what it is. Bauen noch 2, 3 Grundstücke dazu ist besser. Das ist jetzt der Plan, ja. Das ist jetzt der Plan. Jetzt warten wir mal, bis die Scheißausbude da fertig ist. Kann man da auf den 2er drücken? Was ist das? Neue Einheit erstellen? Nee, auf Zahldruck kommt das. Ja gut, da kann man wahrscheinlich dann Einheiten gruppieren. Machen wir einfach dabei mal so. Zack. Haben wir fertig, oder was? Haben wir eh schon auf 58% Zufriedenheit. Wunderbar. So, dann schicken wir welche in die Holzfällergruben. Brauchen wir Baumstämme und dann bauen wir mal noch 3, 4, 5 Häuser daneben hin. Das hilft eh nicht. Hilft eh nicht. Müssen wir eh. Ja, und da gegenüber dann auch expandieren wir da weiter und da weiter. Mit einem Stück Garten hinten, einigermaßen groß, wunderbar. Weil Familienzuzug nur am Monatswechsel ist und wenn du mehr als 50% Zufriedenheit... Steht auch nirgends, aber okay. Wo sehen wir, wie weit der Monat ist? Haben wir sowas wie einen Tag oder so? Es ist jetzt Juni. Aber wir wissen nicht, ist Anfang, Mitte, Ende Juni. Das wissen wir nicht. Aber gut, da ist Bauen wenigstens noch leistbar. Brauchst 2 Holzstäben, stellst du ein Haus hin, passt. Herr Chris, Servus Bürger, geiler Nippel auf deinem T-Shirt. Da, ich zeig dann nochmal. Da. Warte, ich mach mich raus.
Da. Look at the nipple. Dramatic nipple. Dun, dun, dun. Sehr schön Nippel. Das ist eine gute. Familien ziehen nur zu, wenn die Zufriedenheit über 50% ist und wenn Wohnungen leer stehen. Okay. Das heißt, wir sollten mal schleunigst da ein Haus hinbauen, bevor es in Juli umschlägt, sonst kriegen wir wieder keine Familie zusätzlich. Ja, helft euch jetzt nicht, was soll ich machen? So, Personen wo? Ja, der andere ist beim Holzhacken hinten, das ist gut. Was treibst du? Was wir entastet einen Baum? Wartet. Dorothea, wieso wartest denn du? Ja, die kann's. Oder der kann's. Das wissen wir jetzt, glaube ich, eher. Ah, dort fällt einen Baum. Ist ein Braver. Wer ist denn der Kanz? Bist du der Kanz? Oh ja. Gib ihm. Komm. Nice. So ist schön. Ich weiß nicht, warum aus dem Baumstamm Bladel rausfallen, aber das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Ja, das wird schon. Ah, gut Ding braucht Weile, da müssen wir uns gedulden. Das ist, what it is. Wo ist denn Heisel? Warte, das zeigt er. Das ist da. Ja. Um die Frage endgültig zu beantworten, meine sehr verehrten Damen und Herren, 7 Jahre später haben wir es geschafft. Heisel wo? Heisel da. Sind wir zufrieden? Nice. Und wenn es jetzt so ganz oft schön ist, dann kommt aus die Stauern hinten die alte Wiederhex Franziska heraus und fragt, wo so ein Klopierstein ist. So. Sieht man da dann auch Sachen wachsen? Oh ja, leck tatsächlich. Das ist geil. Das ist geil. Da würde mich jetzt interessieren, wie die wachsen. Werden die so größer? Oder wachsen die so lang? Weißt schon, wie man. Wer bist denn du? Katharina! Machst du mal die Stauern weg, da glaube ich, kommt keine Sonne nicht an, die geh wie Ruhm. Bist du? Jäger? Das ist ein Jäger. Er jagt. Okay. So, Holzfällerlager, haben wir schon wieder Baumstumpen da. Ein. Das ist wirklich eine zähe Geschichte. Machen wir schnell Durchlauf. Schnell Durchlauf, bis das Lager da 2 Bauholz anzeigt. Bitte nicht Juli werden, bis die neue Bude voll ist. Bitte nicht Juli werden, bitte nicht Juli werden. No, was? Neue Söldnerkompanie verfügbar? Was? Wo, wie? Verstehe ich nicht. Was ist das? Allgemeines Lager voll. Wo? Da oder was? Holzlager. Ach, das sind Holzbredel, die dann voll sind, oder was? Sieht man die da irgendwo umeinander liegen? Spiel gespeichert, das ist in Ordnung. Naja, das kriegen wir schon. Haben wir jetzt schon mal einen zweiten BAM-Dingsbums da. Jetzt denn ist. Hallo? Kann man nicht ewig dauern. Was tust denn du da hinten drin in die Stauern? Ich seh dich gar nicht. Da bist! Oder tut nur herhacken. Wo ist denn eigentlich der andere Stumpen daherkommen? Was treibst du oder du da und herhacken? Ja, das wird schon. Und was tut Dorothea? Die ist da. Ich meine, ich weiß ganz genau, was da gelaufen ist. Wenn nicht 2 Männer von daheim, die einen Holzhack gehen und sie geht von Haus zu Haus. Alles andere erkläre ich euch, wenn ihr etwas älter seid. So. Andal, der Bürger, bin jetzt daheim und danke, dass du mich erinnerst, ich muss nur aufs Heisel. Ja, Zeit wird's. Nicht, dass du in die Hosen Brunz scheißt. Beides gleichzeitig. Vorn und. Ja, lass mal laufen. Gib ihm. Ah Gott, das ist Juli! Da, nein, Familienheizung. Wo? Tatsächlich! Ihr habt da wieder einen Scheiß erzählt! Wo wohnt die jetzt? Oder ist die wohnungslos? Wohnraum? Zugewiesen? Das ist da der Toten stehen, oder? Wenn da irgendjemand nicht. Wohnraum? Gesamtbevölkerung, geringes Bevölkerungswachstum, neutrale Zufriedenheit, ja, das passt schon. Ja, ist also, bleib auch keine Bude bauen! Ist Zipfelklatschen! Hier, Holzbredeln, Bretten! Machst du mal den Brett, aber Zufriedenheit ist abgegangen. Obdachlosigkeit. Okay, ja, ich bin schon stark. Sport ist euch. Schnauze! Ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niedergelassenen Familie an. Wo? Was heißt das? Und jetzt das ist ja keiner obdachlos, oder? Ach, dann haben Familien auf einmal. Da wohnen auf die Familien 2! Ihr habt sie einfach angelungen! Angelogen! Trotzdem bauen wir Buden. Ist ja klar. Bauen wir gleich noch eine da hinten. Zimmern wir ohne. Kann überhaupt nicht fake, nur Wohnungen gehen da. So, hier, Hofstätte. Deine Mama ist eine Hofstätte. So, das ist mir es einigermaßen gerade. So, was ist.
Ja, immer zwei. Oder warte mal. Wir müssen jetzt eine Straße bauen, ne? Eine Straße zimmern. Also, was? Wo ist denn der Anschluss? Ja, lass. Oh, ja, schön. Lass mal schön dahinter reintüdeln. Hingezimmert. Wohnungsbau. Ah. So. Machen wir so. Das mal nicht lang gern. Was ist jetzt das? Grundstückspunkte 3 von 4. Ah, wir haben ja gut, wir wollen mal bloß eine Bude bauen. Wieso tun wir ziehen wir da mal hin und dann kann man das. Ah, schön. Und wieso klang jetzt das nicht? Nicht genügend Material. Baukosten 2 Baumstamm. Haben wir bloß einen. Da ist doch gerade 2 da gestanden. Ah, da ist aber immer reserviert oder irgendein warte mal. Also, ja. Klar. Tu mir deinen Brettelscheiß wieder ausmachen. Du kostet mir bloß Baumstunden, du Zipfelarm. Das ist nix. Das war nix. Hey, apropos, da, hier, der Müde Grau schreibt gerade. Anschluss? Apropos Anschluss. Was wir jetzt da haben? Fucking Glasfaser, Alter. Hab heute eine Nachricht gekriegt, so, von ihrer Haustür sind jetzt 2 Anschlüsse für Glasfaser. Und ich so. Was? Muss ich mich mal erkundigen, was die Gaudi kostet? Sauber Glasfaser! Dann gibt's hier Internet 5000! Easy. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Damit dann gar nichts mehr geht. Dann habe ich Upload 5000, aber der geht nur Dienstag bei Vollmond. Zwischen 2 und 3 in der Früh. Nice. Kirche kannst bauen. Was, die kann ich schon bauen? Kostet die bloß 10 Euro mit Dülen? Nein, da brauchen wir 20 Bredel und 5 Stämme. Schau hin. Und vor allem die letzten 10 Steine. Und dürfen wir langsam mal schauen, dass wir irgendwo Steine abbauen. Aber wir brauchen mehr Familien. Da wir haben ja eine Familie. Da gleich mit zugewiesen, den Bums. Was weiß man dazu? Ja, haust du wieder in Gerberei rein. Ah, Zufriedenheit. Zufriedenheit ist das A und O einer gesunden Dorfgemeinschaft. Kann man die Bude jetzt da bauen? Was ist denn da jetzt? Haben wir da was kaputt gemacht oder was? Was ist da? Hallo? Ah, ja, ich hab's kaputt gemacht. Jetzt haben wir beim Schau. Hier, 1, 2. Düdeln wir da hinten, aber diesmal machen wir es immer ein bisschen gerade. Ja, minus. So, jetzt sind wir den Bums. Und dann gleich noch eine daneben. Schau hier. Nummer 2. 1, 2. Schau dir das an. Ein Traum. Traum! Aber jetzt haben wir leider Gottes keinen mehr, der umeinander bauen kann. Nicht zugewiesene Familien werden für Bauarbeiten benötigt. Wenigstens kriegen wir den Hinweis, das ist schon mal gut für uns. Das ist generell gut für uns. Ja, dann werden wir wahrscheinlich die Gerberei wieder abziehen. Ihr müsst das Bude bauen. Los, drück mal auf Play. Vollgas! Was heißt das da? Da heißt es jetzt Wohnraum 10 plus 2. Das heißt, die 2 nicht im Bau sind. Ja, okay. Okay. Eine Familie müssen wir sowieso immer freilassen, damit jemand irgendwas bauen kann. Sehr gut. Weißt du, was mich optisch narrisch macht? Der Baum da. Was tut der da so? Warum ist der da hohl? Was macht der da? Warum hagelt er in Turbogeschwindigkeit? Weil man natürlich auf Turbogeschwindigkeit springt. Mopsgeschwindigkeit. Wir haben auch Baumstämme Bauholz 2. Brauchen wir noch mehrere Buden? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, bauen wir noch eine dritte. Ich weiß eh, wurscht ist. Muss dann gelangen. Zimmert hin. Und dann Holzfäller haben wir und dann werden Bredel. Wird gebrettert. Und dann schauen wir langsam mal, wo wir Steine herkriegen. Versetzen kostenlos. Arbeiter bauen Stein an nahegelegenen Feldsteinvorkommen ab. Die Frage ist nun, was haben wir da? Eisen, da haben wir wilde Tiere, die nicht mehr gejagt werden, weil es bei 10 aufhören, damit der Bestand nicht verschwindet. Das ist natürlich wichtig. Da haben wir ein Ach, der Steine haben da hinten. Wie tut man das jetzt da am Gescheitern? Baut man den Sturm jetzt da hinten? Oder baut man einen Sturm jetzt einfach ins Dorf und die gondeln dann von selber da am Weg hinten? Oder was ist da? Also rein instinktiv hätte ich jetzt gesagt gehabt, bauen wir das da in die Spitzen da rein, auf halbem Weg. Das ist die andere Lösung. Mach langsam, es kommt maximal ein neuer Familienmonat oder 2, wenn du über 75% Zufriedenheit hast. Ja, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen hin sein, um
Ja, wer weiß, was die Kirche jetzt für einen Boost gibt, wir haben ja momentan nur Peasants, und dann haben alle ihre Bedürfnisse erfüllt. Immer. Wie ist es jetzt gleich wieder gegangen? Da muss ich am Marktplatz anklicken. Ja, genau. Es ist eigentlich alles zu 100% erfüllt da. 100% Brennstoff und Kleidungsvielfalt. Und nein, das sind Bedürfnisse. Und genau, es geht nur die Kirchenstufe ab. Warum auch immer Kirchenstufe. Aber egal. Wahrscheinlich gibt es verschiedene große Kirchen. Es gibt später wahrscheinlich dann eine Kathedrale und solche Geschichten. Nicht bloß eine Holzkirche. Und wenn die komplett erfüllt ist, dann müsste ja eigentlich rein theoretisch die Zufriedenheit auf 100% gehen. Vorausgesetzt, es ist nicht auf einmal, gibt es keine Bärle kurz oder sonst was und es geht wieder ein bisschen runter. Und wenn da natürlich im Monat einmal 2 Familien kommen, dann natürlich ein großer Zuwachs, wichtig. Und dann erweitert man weiter, bis wir da hinten ankommen irgendwo. Und dann fangen wir an, dass wir die äußeren 2, 3 dann einmal in die nächste Stufe umwandeln, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Damit ein bisschen Geld reinkommt jeden Monat. Naja, was ist bis jetzt alles passiert? Habt ihr die erste Folge schon gesehen? Nicht recht viel. Alles war, was auch kriegst du eine Leberkasse, sehmal. Alles, was wir da haben, sehr viel philosophiert. Ein paar Sachen neu verteilt, ein paar Familien da geschickt, eine neue Familie haben wir gekriegt. Und 3 neue Gebäude haben wir gebaut da hinten. Und jetzt gehen wir dann langsam aber sicher über. Wir haben 10 Bredel, sobald wir 20 Bretten haben, zimmert man mir eine Kirche. Die Frage ist, wo zimmert man die Kirche hin? Wo zimmern wir die Kirche hin? Ich dachte, die gern da, mitten im Platz einer zimmern. Mitten in den Platz! Dazu müssen wir aber die Ochsen verschirmen. Wie kann man das da? Wo kann man die Ochsen hin tun? Ochsen kann man eigentlich... Für was braucht man die Ochsen? Die scheiß Ochsen, die brauchen wir eigentlich eh. Die brauchen wir eigentlich eh bloß da hinten. Ne? Die haben wir den Ochsenteufel, der haben wir daher. Direkt zum Holzbalken, der soll die Holzbalken aneinander ziehen. Für was brauchen wir überhaupt einen zweiten Ochsen? Brauchen wir den zweiten Ochsen überhaupt? Für was haben wir den da hingebaut? Neben das Wirtshaus, so wie es gehört im Dorf. Absolut richtig. Hast Bretter nicht auch im Verkauf? Ich habe noch gar keinen Handelsstand. Also keinen Handelsposten, wo ich Güter oder... Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Pause. Krankheiten. Menschen, die an einer Krankheit leiden, legen möglicherweise ihre Arbeit nieder. Der Zugang zu Kräutern kann ihre Genesung beschleunigen, während eine abwechslungsreiche Ernährung allgemein die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten erhöht. Kommt jetzt diese Meldung, weil irgendjemand krank ist? Oder ist es in weiser Voraussicht so, ab jetzt das Krankheitssystem freigeschaltet? Ja! Wir werden sehen. Jemand schreibt gerade, Ochse wichtig für Transport für alles. Ja, also das ist nicht so, dass der Ochse unwichtig ist. Es ist bloß die Frage, brauche ich im jetzigen Zustand 2? Brauche ich da wirklich 2? Ich glaube nicht. Dann werde ich jetzt eiskalt einen abreißen. Außerdem interessiert mich, ob ich die Ressourcen wieder kriege. Ein Lorenz, den bräuchten wir uns natürlich. Der Hans kann sich schleichen. Gehst du mal weh. Außerdem interessiert mich, drücken, um das Gebäude abzureißen, das Baumaterial wird rückerstattet. Das ist nicht tragisch. Da liegen ein paar Vorräte umeinander. Kann man Straßen eigentlich abreißen? Straßenpunkt platzieren, Abbringen, Control, Straßenanbindungspunkt. Alt ist Straße entfernen. Ja, das war cool, wenn das markiert werden darf, was ich da abreiße, weil der Kreisverkehr da ist auch nicht die geilste Lösung auf dem Planeten. So wie es ist. Ja, machen wir mal so. Ja, das macht Sinn. Macht auch Sinn. Macht auch Sinn. Macht auch Sinn. So, ich möchte die Straße geradeaus da oben haben und dann pflanzen wir da Wirtshaus und Kirche her. Das ist eine gute Idee. Gute Idee. Eigentlich war es schöner, wenn wir das da auch versetzen, das Lager und Ding, der wir auch da hinten, damit wir da vielleicht noch eine zweite Reihe Häuser hermachen können, da so, und in der Mitte drin machen wir einen Markt, die Kirche und das Wirtshaus. Das der wir! Da, der Einzige, der ist gespannt, das ist der Werner Chris F. von Hans. Hans! Geht's die Flammenwerfer, Hans! Ja, jetzt war es schön, wenn irgendjemand den Schunter wegdruckt. Hallo, für was habe ich einen Ochsen? Lorenz, du fauler Hund. Kannst du einen Ochsen zum Beispiel auch am Holzfäller zuweisen, dann arbeitet der flotter. Da kann ich das direkt, jetzt warte mal. Allgemein, Ausbau zu kleinem Stall, nein, das wollen wir nicht. Erweitert an der Straßenentlang, ja, Viehbestand, wir haben einen Lorenz, Personen sind keine drin. Wie mache ich das, dass ich das dem direkt, dass ich ihm sage, so, das
jetzt habe ich gemeint, ich kann da eine Linie ziehen. Aber, oder kann ich es im Holzfäller? Personen. Unbegrenzter Arbeitsbereich, dauerhafte Viehzuweisung. Und der Holzfäller hat schon einen Weidenweg für die geschissen. Der mal. Probieren wir es einfach mal aus, wie es sich anfühlt. Wir werden sehen. Ja gut, jetzt tragt er aber halt den Balken da nicht weg wahrscheinlich, oder? Nein, das wohl. Weg. Dann haben wir 5 Bauholz, 10 Bredel. Wie schaut es da hinten aus? Haben wir mir alles gebaut? Ich denke schon. Was wir jetzt aber noch tun, bevor wir was bauen, weil jetzt fährt der Ochsensepp da umeinander. Was tut denn jetzt da damit? Was tust du denn? Was tut Holzfäller? Fällt ein Baum. Was? Da wird ja gar nicht mehr zugewiesen. Ich bin verwirrt. Bauen müssen wir jetzt eigentlich nur, wenn wir den Ochsen versetzen. Ich darf den Ochsen nämlich gerne da umpflanzen irgendwo. Da rennt noch ein zweiter Ochsen. Das Gebäude ist fertig. Hofstedt, was habt ihr bis jetzt braucht, bis ihr das Ding fertig baut? Schwupp, was ist jetzt passiert? Alter, wie stark ist denn das? Alter, wie stark ist das denn? Das zeichnet deinen aktuellen Stand der Stadt da so zeichenhaft in die Karte. Ob das eine Person gemacht hat oder nicht, ist mir scheißegal, das ist geil. Kleines, winziges, aber feines Detail, super geil gemacht. 10 von 10. Super geil gemacht. Das ist mir letztes Mal noch nicht aufgefallen, da habe ich nicht aufgepasst drauf. Krass. Vor allem auch der nahtlose Übergang in das. Geil gemacht. Geil gemacht? Was ist das? Nicht genug Stallfläche. Was? Errichtet weitere Anbindeanlagen oder baut einen zum Stall aus, damit kein Vieh davon läuft. Ach so, müssen wir mir... Ach, wir haben den scheiß Ochsen ja gekauft. Und dann bauen wir halt einen Stall draus. Den setzen wir jetzt um da. So, tust du mal den Ochsen da her. So, Ochsen ohne geschnalzt. Vielleicht soll mein Ochsen auch da... Was wir den... Kann ich nicht abbrechen, Kruzifix. Dann soll man da hinten schnalzen, dann bauen wir einen Stall da hinten. Gara! All hail Lord Bürger vom Volk der Vollbieriten. Gara, mir ist wieder ein Resub. Stefan, die übersenkt 65 Monate. Und ich glaube, da fix mir der Bürger schon wieder mit dem Spiel. Na, professioneller Nippel-Influencer. Influencer. Nice. Merci dir. Herr Pedersen, grüß dich, Alter. Grüß dich, Alter, zurück. Merci für den Ziel. Bavarian Dream. Ochsenstall ausbauen und keinen zweiten bauen. Zweiter Ochse wichtig, beschleunigt alles. Ja, ich hab schon gespannt. Ich habe gemeint, die löscht den zweiten Ochsen mit dem Löschen des Stalles. Kommen da die Priorität hoch, sehr hoch, höchste. Baut's die Bude jetzt da. Baut's dem Ochsen einen Stall hin, damit ich dann wieder von da nach da bauen kann und da bauen wir einen Stall hinter. Und den Ochsen weiß man dann am Holzfällersepp zu, aber einen brauchen wir dabei noch nicht. So ist Nippel-Influencer, das ist das Allerwichtigste. Wer beim Nippeln nicht dränzt, wird beim Nippeln influenzt, ist mein Werbespruch. Funktioniert. So, leider Gott, das muss ich jetzt tatsächlich mal indirekt Werbung machen, aber solange keiner Fragen stellt, ist mir das wurscht. Also ich werde nichts dazu sagen, also wer es nicht kann, ist eh wurscht. Köstlich! Das war mein Eigenurin. Was ist jetzt? Da kann doch immer irgendjemand den Stall bauen. Hallo? Baut denn mal jemand? Sag ich das irgendwo, was lernen eigentlich die Baudeppen da? Wer sind denn die Baudeppen und was lernen die? Was treibst du, Anna? Nicht zugewiesen für deinen Ochsen. Ja, wohin denn? Das ist Nirvana. Lies bitte mal letzte noch wichtige Info. Linse, wo? Musst aber auch auf die Fruchtbarkeit für die Felder dann beachten. Da haben wir noch hinter vorne, der Löwensepp. Entschuldigung, ich hab die übersehen. Weiß ich schon. Fruchtbarkeit haben wir schon gesehen. Und zwar, wenn wir da einer gängen und ich glaube da einer gängen und dann Weizenfruchtbarkeit. So, Weiz. Flachs. Gersten, das ist nix. Roggen. Gerüche gibt's noch nicht, das ist in Arbeit. Und Feuergefahr. Oh, ist da letzte Woche auch schon Feuergefahr gestanden? Weiß ich nicht mehr. Also wurscht. Weiß gar nicht, ob überhaupt
überhaupt ein Update gekommen ist. Habe ich nicht aufgepasst. Macht's die Mutter das die mathematisch. So, was haben wir da eigentlich? Nicht genug Stall, ja, die haben ja da an dem arbeiten. Wir versuchen es da zu arbeiten. Was ist jetzt da los? Ja, Gott sei Dank. Ist jetzt da einer gekommen und haut mit dem Hammer im Boden, dass da endlich mal was geht. Gerste ist wichtig für Bier. Dachte ich mir fast. Ich baue mal dann woanders stehen. Da ist eine schöne Feldflächen hin. Oder vielleicht bauen wir da in Richtung Storner. Ich weiß ja nicht, was Sinn macht, wenn die Vorkommen so weit weg sind. Ja, dann ist das so. Ich kann ja da nicht wie in Factorio einen Zug hinterbauen. Gebäude ist fertig! Anbildebalken! Ja, dann ist es Zeit, dass ich ihn wieder abpreis. Weil da will ich ihn nicht haben. Viehbestand? Der Lorenz. Ja, da hinten wahrscheinlich ist es gut. Wie viel Platz braucht denn der Stall? Ah, der wird da sein. Hinten sich, ob das jetzt noch 5 Meter mehr sind oder nicht. Geschissen drauf. Geschissen. Lager müssen wir auch noch umbauen. Die stellen wir alle ein bisschen weiter da auf 4, damit wir da eine zweite Straße hinter zimmern können. In der Mitte Marktplatz, Kirche, Wirtshaus. That's the plan. Genauso viel wie der Balken. Platzmäßig meinst du? Also der Stall ist dann genauso groß wie die Fläche. Ja gut, das war irgendwie ein Käse. Ich zimmer das da hin und der Stall ist von der Fläche her doppelt so groß und dann kann ich es nicht bauen, weil daneben was steht. Das ist ein totaler Schmarrn. Ja, totaler Käse. Da, der Ochsensee, zimmern wieder da hinten. Wie viele Balken haben wir? Wir Bauholz 5. Baut da überhaupt noch irgendjemand Holz? Eigentlich schon. Aber es haltet irgendwie keiner, weil was weiß ich, wer ist denn da wieder? Der Hans. Da liegen doch Balken. Ich glaube, wir haben kein Lager nicht, ne? Speicher, Lagerhaus. Und da so drin? Brennholz? Ach, die Balken gehen da nicht rein, gell? Ja gut, die ist, was das ist. Was soll man machen? Na, Handelshof ist noch keiner da. Haben wir schon Handel? Nein, haben wir noch nicht. Ja, wir müssen erstmal her, langsam. Ja, was liegt denn da eigentlich so ein Rell umeinander? Schaut aus, dass da ewig lang das Rell umeinander liegen. Kann das mir nicht bei wegrennen oder was ist denn mit euch? So, haben wir jetzt da einen Anbindebalken? Nein, warum ist jetzt da der Arbeiter-Sepp einfach wieder gegangen bei der halben Arbeit? Verstehe nicht. Die ersten Lager immer nahe des Marktes zwecks Versorgung. Ja, macht natürlich auch Sinn, ist schon klar. Weißt du, was wir machen können? Jetzt pass auf. Jetzt ziehen wir erst einmal die Straße da wieder sauber. Jetzt, warte mal. Machen wir so. Alt, löschen wir das da. Ja, genau. Ob man die Marktplatzfläche löschen kann oder erweitern kann, das weiß ich nicht. Wenn es ist, müssen wir neu bauen. Aber jetzt machen wir da einmal die Straße, machen wir jetzt einmal sauber. Und zwar, ja genau. Machen wir einfach. Kann man da nicht irgendwie so? Nein. Geht nicht anders. Gut, muss ich leben damit. Das ist in Ordnung. Und Straße kostet ja nichts. Wir können mal da anfangen, so grob zu planen. Wie viel Fläche braucht eine Kirche? Das war einmal nice to know. Jetzt warte mal. Schauen wir uns mal die Kirche an. Das ist schon ein großes Kirchenstück. Müssen wir Feibräder bauen. Müssen wir Feibräder bauen, nicht bauen. Ja, machen wir so. Tun wir das nochmal weg da. Machen wir es so. 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 Das ist okay. Und dann haben wir nämlich die Lagerhäuser und das da können wir noch für was anderes benutzen. Dann haben wir das Lagerhaus da herzimmern und das andere Lagerhaus da, direkt neben dem Marktplatz. Kirche zimmert man da her. So. Und das Wirtshaus, kann ich das schon schauen, wie groß? Das Wirtshaus ist ähnlich groß, das zimmert man da hinten. Ziehen wir eine zweite Straße da hinten. Und dann kommen da nach unten die anderen Wohnhäuser hin. Lager, zimmert man da um und da um. Dieser gut Plan! Da ist der Friedhof ja auch dabei. Ist da nicht, gibt's nicht extra Leichengrüm? Da war eine große. Die bauen wir aber da hinten im Wald ein. Da, wo es keiner anschauen muss. Kriegen wir schon. Alles nach der Reihe. Alles nach der Reihe. Und ich muss einfach loswerden, scheißegal, ob das jetzt eine Person gemacht hat oder nicht. Man ist sofort wieder drin.
Es macht riesigen Spaß. Es ist im Aufbauspiel, natürlich. Aber irgendwie ist jede kleine Mechanik ein Tipferl anders, als man das von anderen Spielen gewohnt ist. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass man dieses Genre nochmal an so vielen Stellen, und ich habe jetzt nicht mehr ansatzweise alles gesehen anscheinend, neu erfinden kann irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Das ist schon sehr durchdacht und ausgeklügelt, diese Geschichte. Gefällt mir gut. Haben wir eine Familie gekriegt? Das ist August. Leider nicht. Naja. Leichengrum ist für Auswärtige, Friedhof für Dörfler. Ist das wirklich so oder ist das jetzt war schön, wenn? Gara! All hell, habe ich noch gelesen. Für die Taverne brauchst du erst Getreide und jemand, der das Bier braut. Ja, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Aber wir planen voraus. Verstehen Sie? Da hier Weitsicht. Soweit der Plan. Es ist die Frage, ob wir das Lagerhaus gleich schon umbauen können. Eigentlich kann man es gleich schon umbauen. Wir haben aber eine Familie frei, die sich darum kümmern kann. Gebäudepark, wieso kann ich das nicht umplatzieren? Wieso muss ich da erst Kleid abziehen? Zum Umplatzieren. Gebäude ist fertig, Hofstätte. Was für eine Hofstätte, Alter? Die habt's doch jetzt schon 5-mal fertig gebaut, ihr Gichtpfotzen. Kann man die vorgefertigte Straße da löschen? Muss ich das probieren. Oder? Königsstraße kann nicht entfernt werden. Scheiße, dann kriegen wir sowieso ein Problem dahinter. Dann würde, warte mal. Ah ja, die kleine können wir löschen. Und die können wir auch löschen. Das heißt, unsere zweite Straße ist die hier. Und da dazwischen bauen wir das ganze Graffe. Wir machen da eine Straße für. Wir müssen auch gar nicht so symmetrisch bauen. Das hat letztes Mal jemand sehr schön beschrieben. Bau wegen durcheinander, ist ja wurscht. Es gibt viel mehr echt, es fühlt sich viel echter an, wie in diesem Raster-Scheiß zum Ding. Eine neue Familie. Neue Familie gekriegt. So, easy. Jetzt hat sehr schön aufpasst. Steffi, gibt Fleißkärtchen. Jetzt pflanzen wir mal da jemanden in die Holzdinger ein. Ich darf es originell machen, das Wirtshaus gegenüber von der Kirche und außen mit Häusern. Ja, das ist mein Plan. Das ist mein Plan. Dass so das Wirtshaus und die Kirche und der Marktplatz ist jetzt so das Stadtzentrum. Das ist so die Idee. Ich weiß nicht, ob das früher in der Art von Dorf so war, aber dass das früher so gemacht worden ist, diese langgezogenen Grundstücke und so weiter und dahinter die Felder und so, das war ja früher wirklich so. Da hat ja letztes Mal jemand gesagt, der hat da irgendwie Beratung von Historikern, das Spiel spielt übrigens in Franken, die haben sagen, so hat man früher die Dörfer gebaut und so haben die Häuser ausgeschaut und so war das halt. Was ich sehr cool finde, also das ist immer geil. Im Mittelalter oder im Europäischen Allgemein waren ja die Städte kreisförmig aufgebaut. Aber ich habe Beutel gesehen, das hat mir sogar irgendjemand hat mir das geschickt, dass das genau so, Haus an Haus, die Grundstücke und Felder hinten, da längs nach aussehen und das gegenüber. So eine ganze Straße lang. Und die ganzen Felder waren irgendwie aus der und durch. Ich weiß es auch nicht. Bin kein Historiker. Hans Wurst! Welcher Dinosaurier hat 500 Zähne? Wenn du das nicht weißt, google mal. Das ist irgendeine deppere Fangfrage, die ich kenne, aber ich weiß nicht mehr. Hans Wurst, ich weiß nicht, ich habe keine Zeit jetzt zum googeln. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ob ich spät oder spät. Du brauchst eine Stadtmauer hier noch. Gibt's eine Stadtmauer? Franken beste! Ich bin für ein waschechter Franke, gell? Ist jetzt selber schuld, dass du es gesagt hast. Wo haben wir überhaupt? Jetzt pass auf, wir haben eine neue Familie frei, das passt jetzt. Wir haben schon 15 Brill, dann brauchen wir noch 5 Baumstämme und 5 Brill und dann können wir die Dings da einzimmern. Jetzt ist bloß die Frage, ich probiere das jetzt einfach. Ich ziehe jetzt die Lageristen da ab und dann ist die Frage, wieso kann ich ins Lager nicht umbauen? Muss ich das erst lagern oder was? Personen erweitert. Unbegrenzter Arbeitsbereich und Straßennetz angeschlossen. Muss ich wahrscheinlich erst ein Lagerhaus bauen. Ich kann das nicht mehr abreißen. Doch, abreißen kann ich schon. Dann bauen wir jetzt 2 neue Lager. Das bauen wir jetzt einfach nur mal da her. Dann reißen wir das ab, dann liegen nämlich die Lagersachen da umeinander, dann tragen sie es da um. 8 Brennholz, der Winter steht vor der Tür. Gut, das stimmt, das ist August, gell? Aber wir haben ja noch eine Familie. Brennholzhütten. Brennholzhütten, oder? Ja, ist schon nicht ganz unrecht. Da müssen wir uns langsam aber sicher drum kümmern. Ochsenstall, ja. Der ist immer noch nicht fertig. Bau das denn die da hinten. Höchste. Bau die Bude jetzt fertig da. Jetzt darf man mal anfangen, uns umzutun.
Ja, dann bauen wir halt die Kirche da in den Wald dabei ein. Ist eh wurscht. Lass das Lager stehen, das kriegen wir schon. Das ist der Marktplatz. Kriegen wir schon. Nicht so wichtig. Lass stehen den Bums. Da ist einer zugewiesen. Passt schon. Lager weist mir auch wieder jemand zu. Wunderbar. Bauen. Müssen wir gerade etwas bauen? Nein, dann steckt man die dabei ins Brennholz. Schaut gut aus. Doppelte Geschwindigkeit. Los! Da hupft's. Da hupft's die Magdalena, da hupft's mit der Schaufel, schau hin! Da hupfen die Tuten, nein im Wald mit dir, ein Loch schaufeln oder was du treibst. Nicht zugewiesene Familie werden für Bauarbeiten benötigt. Anbindebalken. Scheiße. Upsi! Schnell! Bau das Ding! Ich hab dich doch gerade wieder zugewiesen. Bau halt die Hupfen umeinander wie Deppen. Komm, bau das Ding ist fertig. Mit der Hacke. Ja, brave Maus. Brave Dudel, habe Dudel, 3 Leute, anrücken, Ochsenkrume ausheben. Ja, wird schon. Haben wir es gleich. Und einen Stall bauen. Stall bauen, bevor der Hans davon läuft. So, kleiner Stall, los. Upgrading, höchste Priorität. Da müssen uns die Viecher nicht erfrieren im Winter. Phase 1. Oh, was haben wir denn da? Anzahl der Monate bis zur Erschöpfung der Vorräte. Nahrung, schaut gut aus. Brennstoff? Da müssen wir Brennstoff einheizen. Da brauchen wir was zum Einheizen. Nur akute Gasknappheit. Sie werden alle erfrieren, nicht springen. Scheißdreck, nix wird da erfrieren. Dein Mann erfriert! Ah, Zufriedenheit ist auch super. Oh, ist mittlerweile schon +3. Okay. Wird schon. Außerdem im September kriegen wir hoffentlich noch mehr Familie. Und dann wird's langsam. Wir haben 13 Wohnraum. Wir haben noch 3 Wohnungen gebaut. Die können wir auch noch mehr ausbauen, wenn es pressiert. Die kriegen wir schon unter. Hey, wir schon unter. Firewood, fresh Firewood. Was haben wir da eigentlich? Nicht genügend Stallfläche. Ja, ich arbeite dran. Hoffe zumindest. Dann haben sie schon wieder aufgehört. Der Lorenz steht so allein umeinander. Was ist jetzt da? Baut jetzt mal fertig die Bilder. Immer mal mit Zugleiner und genießen. Ah, das ist wieder schön Stall. Schau hin. Sau reinzimmern. So, schau hier. Das gefällt dem Lorenz. Der Lorenz. Da grinst er. Da grinst der Ochsen Lorenz. Don't forget to was für Ding? Schade, dass sie nicht Fränkisch schmatzen. Das war das Geilste. Das war die geilste Immersion ever. Wenn es eine deutsche Version geben hat, wo es OG Fränkisch schmatzen. Das war ein geiler Scheiß. So wie es ist. So, kleiner Viehstall, Stallfläche, Viehbestand. Der Lorenz. Wo ist denn der andere Ochsensepp? Wo ist denn der allgemeine Viehbestand? Na! Der andere Ochsen sind zu vorgelaufen! Press F für den Hans. Kaufen wir uns so einen neuen, das hilft eh nicht. Du, das hilft dem eh nicht. So, jetzt brauchen wir Brennholz. Macht's Brennholz, Leute! Und September darf's werden, damit wir noch jemanden hoffentlich ins Brennholz einwerfen können, weil wir haben noch einen Bau. Was braucht denn das? Nein, nicht Sägegrube, was braucht denn das Ding eigentlich? Allgemeines Lager, erweitert, unbegrenzter Arbeitsbereich, ja. Was tut denn die Brennholzhütte? Die holen sich doch Baumstämme und verarbeiten die zu Brennholz. Oder gehen die selber in den Wald und holen da Brennholz? Ich weiß, dass Holz brauchen. Ist mir klar, Herr Dockner, das ist mir bewusst. Nur welches brauchen die? Die Stämme, Bredel werden es nicht brauchen, aber das war ein Kass. Aber gehen die selbstständig im Wald und holen sie einen Baum oder holen sie den abgehackten Baum? Brennholzhütte baut selber Baum um. Ah ja, schau her. Wo sägt man das? Holzlager. Oh, da kann man sogar eine Baureserve einstellen. Das heißt, die fahren erst für die Bretterverarbeitung an, wenn wir mindestens so und so viele Balkenauflagen haben. Gute Einstellung. Sehr gute Einstellung. Allgemeines Lager. Das ist wahrscheinlich die Hütten hinten und das Holzlager in dem Gebäude selber ist eins. Ja, macht schon Sinn. Kriegen wir. Guck Baumenü. Mal guck Baumenü. Heißt, da drin sieht man quasi. Wo ist denn? Da brauchen wir Produkte, nicht Logistik, Wohngebäude, Landwirtschaft, Industrie, Handel, Verwaltung. Wo ist
Wo ist denn die Brennholzmacherei drin? Ah, da. Aber da fehlen Bäume in der Nähe, um Brennholz zu machen. Ja, okay. Dann müssen wir denen ja auch zuweisen, wo es abholzen sollen. Die sollen ja, aber eigentlich ist es wurscht, holz alles ab. Holz alles ab, der Mensch ist so. Is this a tree? No, it's mine. Es gibt viele Bäume, aber das hier ist meine. Außerdem soll man in Zukunft zu Baum, genau wie zu Brot, ist gleich sagen, Baum. Gefällt mir, nein, gefällt mir nicht so gut. Funktioniert nicht so gut wie Brot. Hilft nicht. So, wie ist die Zufriedenheit? Ah, Bekleidung. Was ist mit Bekleidung? Wie 63% Bekleidung? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr Zipfen. Nahrung. Schaut gut aus. Die da hinten haben kein Fleisch. Aber ist wurscht. Brennstoff haben wir auch alle. Schaut gut aus. Ja, geht schon in den Tee. Brennstoff 3 Monate. Geht schon in den Tee. Geht einem schon los. Kriegen wir schon hin. Schaut wunderbar aus. Da. Oh. Wird ihm von Monat zu Monat die Zufriedenheit pro Zufriedenheitsstat mehr, wenn man es halten kann, weil es steht schon +6 dort. Ja, schon fein. Schon fein. Kriegen wir schon. Wie schaut es da beim Jägerlager aus? Die haben bloß noch heute umeinander liegen. Wie schaut es jetzt da aus damit? Ihr müsst mal, ich weiß ich auch nicht, wie schauen denn die Bestände aus? Wann wächst denn so ein Bestand einmal nach? Es gibt ja immer bloß einen pro Gebiet. Oder kann die jetzt meine Jäger auch da umschicken? Das geht. Da werden wir jetzt mal schnell schauen. Kann man denen ja Gebiet zuweisen? Versetzen, Gebäudeanheften, erweitern. Unbegrenzter Arbeitsbereich. Arbeitsbereich festlegen. Kann ich da einfach in die andere Region umgehen und denen eine Viecher wegjagen? Hat er das jetzt gefressen? Moment, probieren wir das nochmal. Moment. Wieder da. Ja. Achtung! Brennholzverbrauch im Winter doppelt so groß, jetzt 3 Monate, im Winter nur 1,5. Ja. Dann lassen wir die Produktion für Brennholz halt im Winter einfach laufen oder weist man noch eine zweite Familie zu. Vielleicht kriegen wir jetzt dann eine. So, da ist die nächste Familie, die wir kriegen. Straight ab zum Brennholz. Wie schauen wir da aus? 2-mal Bauholz. Was? 48 Bredel. Wir haben 48 Bredel, ich brauche kein Mensch. Zieh mal die Familie ab, kannst gleich mal zum Brennholz dazu, du Zipfel Adam. 48 Bredel, ich glaube, dass die ins Hirn Bredel haben. Sag mal! Was ich die ganze Zeit tue? Ich schaue die ganze Zeit auf das Symbol von dem Brot, weil es aus irgendeinem Grund ausschaut wie ein Baumstamm. Denke mir die ganze Zeit, weil es ist gar kein Baumstamm, es ist einfach Brot! Lissi! Wie wär's mit Bob? Nehmen wir einen Boom. Boom. Respekt, wer es selber fällt. Lissi! Merci dir. Kuss auf die Nuss. Schluss mit der Donaterei. Gemütlich zurücklehnen und... Oh Gott, schau einfach nicht auf die Trottel, Leute. Wir haben doch nichts da. Wir haben 3 Häuser gebaut. Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul, wenn wir 3 Häuser gebaut. Du komm mal auf Schnee. Du komm mal auf Schnee, wir müssen eine Kirche einziehen. Boom ist holländisch für Baum, echt? Oh, ich gewusst. Du kannst das jetzt aber auch ein Gramm verzeihen. Die Jäger werden das Dorf versorgen können im Winter. Ja, ich hoff's. Bärle, Bärenbüsche 118 auf 128. Üppiges Vorkommen. Was haben wir da? Wilde Tiere, wir haben da Lehmvorkommen, da gibt es keine unterschiedlichen Vorkommen. Was passiert denn, wenn das Eisenvorkommen leer ist? Was ist denn dann? Kann ich mir dann Pfotzen ans Tisch hinhauen, oder was ist dann? Oh, jetzt duscht's. Leute, jetzt duscht's! Wir schauen nicht gelbe Ruhm aus. Ah, die sind schon größer geworden, hm? Schaut ihm schon gut aus. Das schaut ihm schon gut aus. Was produziert denn das eigentlich? Produziert das gelbe Ruhm? Als Nahrungsmittel oder als Gemüse? Oder wie läuft der Hase? Die einen noch nicht geerntet worden. Anscheinend dann die machen jetzt einmal die zweiten Felder da hinten. Leute, es ist September. Oh! Eine Familie gekriegt! Familieneinzug. Sehr schön. Was ist der Isaac? Forsthaus Falkenau kann auch noch einen vertragen, damit wir da mal wieder, was ich sehe, eine überall bloß noch stehen.
Aber wenn wir nicht so weit gehen müssen. Efficiency. Hallo? Oh, Viertelsteuer. Viertel kann man auch brauchen. Haben wir kein Geld mehr. Jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, der scheiß Ochs hat ja Geld gekostet und der ist jetzt weg. Das ist ja richtig bitter, dass der jetzt weg ist. Arbeitsbereich. Oh, Captain Jack. Wo der man da hinzimmern? Da zimmert man. Ja, nehmen wir das da so als unser Holzding hier. So, da hinten einer. Ah. Und da nehmen wir erweitert. Aber machen wir es genauso. Kann ich das nicht ziehen? Nein, stopp. Das kann man. Warte, ich hab schon gelesen. Nein. Set Work Area. Control. Jetzt. Ja. Dann holst ihr halt da alles um. Ja, das hilft mir nicht. Oder direkt dahinter. Glaube ich, aber letztes Mal schon gemacht, aber ist ja wurscht. Kommt weiter, wie schnell wachsen ein Baum. Wie schnell wachsen denn die Baum? Weiß man das? Man könnte einfach Baumarten nennen. Feichten oder Linden zum Beispiel. Bring me back to the railroad track. Nur der einzige, nur der Sprengi, der mitmacht. Da muss ich direkt schauen, ob in meinem Dr. Pepper noch was drin ist. Nein, hat er wieder ausgehandelt vom Stream. Damit er wieder ins Bett bittelt. Da die fette Huhn. So, wie schauen wir jetzt da aus? 48 brauchen wir noch 4 Bauholz. Da, der Ochsensepp, der hat gerade noch eins gebracht. Haben wir beim Holzfäller jetzt schon einen zweiten drin? Nein. Wir haben einen Forsthaus-Sepp. Wir haben die Sägegrube, die haben wir ausgeschaltet. Das passt. Brennholz. Sauber Brennholz, einerdüdeln. Oh, haben wir schon wieder einen 21er. Okay, so direkt dahin, schaut das an. Da vor dem Winter möchte ich noch die Kirche gebaut haben. Da, wenn alles abfackelt und wenn es überall kalt ist, die Kirche hat genug Geld zum Einheizen, können wir uns da drin verstecken. Sorry, war gerade AFK, was ist mit Captain Jack? Hey, oh, Captain Jack. Oh, Captain Jack. Bring me back to the railroad. 90s, good old times. Good old times. Sag mal, sehe ich das richtig, dass je mehr Leute auf der Straße da umeinander latschen, die immer breiter wird da? Cool gemacht. Kannst du sagen, was du willst, Diggi. Kannst du sagen, was du willst. Hast da du vorher einen Gaming-Booster eingehauen? Nö. Über diesen sprechen wir nicht. Weil die nächste Frage ist, wenn ja, welchen? Und da ich nicht dafür bezahlt werde und dieses Sponsoring abgelehnt habe, werde ich kein Wort darüber verlieren. Wir sind ja so, ja, die meisten Hörerinnen wissen, von was ich rede, wenn ich sage, ey, okay, Jack. Das spricht alles für die Community. Kombiniere, er ist vielleicht gar nicht 26. Vielleicht wird er in, tatsächlich, ziemlich genau 4 Wochen, habe ich nicht mehr weiter, als ein 4er vorne da steht. Aber, so, was wollten wir da? Familienzuzug wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich sage, es ist, Brennholz haben wir genug. Brauchen wir Baumstumpen. Bauholz! Bauholz! Ziehen wir da wieder einen ab. Du hast den Bauholz rein und einen Viehbestand. Da weiß man jetzt einen Ochsenzug. Können wir das machen? Ja. Ochsen zugewiesen. Jetzt brauchen wir hier die. Zimmert man die Kich so. Ja, ich hab den ganzen Tag bloß schon wieder die scheiß Kich im Hirn. Das wird so asozial. Wie lange haben wir Zeit? 4 Tage. Um den Raumkern zu sanieren. Wie das hier an soll. Bruder, ich kann auf der Tastatur tippen und Maus am Anschirm und ich kann da eine Doppelschleife programmieren. Das ist alles, was ich kann. Gib mir ja keinen Hammer nicht oder sonst irgendwas, das wird nichts. Aber nein, müssen wir durch. Das Schlimmste am 4er vorne dran, es geht Richtung 50. Ohne Scheiß, was manchmal richtig krass ist, wenn ich darüber nachdenke. Wie schnell die letzten 10 Jahre vergangen sind. Und in dem so 10 Jahre echt lang, meine. Und wie schnell das die vergangen sind. Wenn ich dann an das Jahr 2014 denke, dann fühlt sich das erste Mal an, wenn ich sage 2014. Also nicht lang her. Dann überlege ich kurz, Alter, das war vor 10 Jahren. 10 Jahre! Und wenn ich jetzt überlege, in 10 Jahren bin ich kurz vorm 50er. Spinnst du ein wenig oder was? Dann ist das Dreiviertel Leben in meiner Welt zumindest vorbei. Für das, dass ich recht alt bin, habe ich 2 gesoffen und raucht 2 und dampft 2 und fries nur Scheiße. Ein Zimmer werde ich nicht erreichen. Sag ich dir, was ist. Bei mir ist Halbzeit. Nein, ich bin über der Halbzeit drüber. Sag ich dir, Freiburg, was ist.
Ihr kommt nicht auf meine Beerdigung. Wer trinkst, komm ich aus und der schluckt, da wird nur gelacht. Und nur Scheiße gelabert. Nur. Aber was ich gerne hätte ist, es muss von Alligator, ihr schafft den Rest allein laufen. Das ist wichtig. Herr Geilefee! Gröberin Weisheit. Wenn er alte Hütten brennt, brennt's gescheit. Das ist richtig. Ja. Das Einzige, wo ich zuversichtlich bin, ich bin, was gesundheitstechnisch betrifft, ziemlich stabil. Ich werde nicht krank. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank gut, ich habe Corona gehabt vor 2 Jahren. Gut, das hat mich einen Tag ausgeschaltet, dann bin ich wieder gestanden und habe gedacht, okay, ja, das war nicht ganz lustig in der Nacht, aber jetzt geht's wieder. Habe ich direkt, machen wir. Also, genau, das ist das gute alte Trauerfeierlied sprengen. Richtig. Ihr schafft den Rest allein. So gut, so gut. Der Schluss jetzt mit der Rumsabberei. Prost, du alter Sack, ich gondel mir einen Schluck Met rein. Das lässt der Schmecker auf die nächsten 50 Jahre. Ja, 50, ob man 50, wenn ich, also ohne Scheiß, wenn ich in 50 Jahren noch lebe, bezweifle ich jetzt ganz stark, dass ich noch da sitze und stream. Aber ich glaube, wenn ich noch in der Lage bin, zocken tue ich noch. Das werde ich nie aufhören. Das ist mir mit 5 Jahren schon prophezeit. Meinst du, dass du mit 30 Jahren wieder speist? Ich höre, mein Mann, bis daher, Herr ist. Ja, jetzt sitze ich da, Mann, und sag, ja, und wir schauen 800 Leute dabei zu, wie nix du außer 4 Häusl bauen und warten, bis sie 5 Baumstämme mehr haben. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Haben wir jetzt da schon mehr 8? Ich drücke mal Speed. Nein, das rotzt mir. Was? Weiß ich nicht. Kann man sich Speed drucken? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, keine Erfahrung mit. Keine Erfahrung mit und bevor noch irgendjemand auf dumme Ideen geht. Ja. Haben wir jetzt bald noch mit Baumstamm? Da 9 Bauholz. Bauholz 9. 10! Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wo haben wir ihn? Haben wir jetzt da 10? Langt das ja jetzt, oder was? Ja! Ziehen wir jetzt die Scheiß... Jetzt pass mir an. Das ist der Marktplatz. Den müssen wir noch größer ziehen. Den ziehen wir jetzt dann auch gleich größer. Wie auch immer das geht. Und da ziehen wir die Kirche hin. Oder ziehen wir es gleich freistehende da so her. Und dann ziehen wir eine Querstraße und dann ziehen wir da das Wirtshaus rein. Kriegen wir das Wirtshaus da noch hin? Ja, das ist nicht ganz so krass. Genau, da und dann da gegenüber, also andersrum halt, wir drehen wir so rum. Das Wirtshaus her, Wirtshauskirche, geil. Und dahinter der Marktplatz. Und die Lagerdinger, die haben wir dann weg und versetzen wir nach links. Richtig gute Idee. So, da so, meiner die. Ja, und da entlang an der Königsstraße bauen wir dann Häuser. Ha! Tippitoppi! Bitch! Ich trau mich nicht. Zimmerti! So, jetzt müssen wir vom Brennholz wieder jemanden anziehen. Oder vielleicht vom Ding. Ja, genau, so machen wir das. So machen wir das. So, die Kirche hat absolute Priorität. Sehr hoch. Höchste. Der Pfarrer hat gesprochen, aber jetzt müssen wir noch schnell eine Straße hinzimmern. Machen wir eine Straße, machen wir eine so her. Jawohl. Und eine Verbindung zur Königsstraße. Jawohl. Ja, das ist eine Gemeinde Wies. Ja, nicht ganz, sondern auch vorbei, aber das ist wurscht. Ich bin 21 plus 12 Jahre Zusatzerfahrung. Dieser Güte, den habe ich so noch nicht gern. Faktisch Ü30. Und mit 100 Meter Abstand pflanzen. Was? Hab noch Zeit bis August zur neuen Küche und bedanke, dass ich bis dahin fertig werde. Und bedenken, dass ich bis dahin fertig werde. Weißt du, wie lange ich meine Küche jetzt schürb? Ich wollte es dieses Jahr über Weihnachten schon machen. Dann habe ich mich dazu entschieden, einen Daisy-Surfer zu machen. Das war eine tolle Entscheidung. Dann wollte ich es letztes Jahr im Juni machen, sind wir aber in Urlaub geflogen. Dann wollte ich es vorletztes Jahr im Juni machen, da haben wir das erste Mal seit 10, 11 Jahren wieder in Urlaub geflogen, haben wir Blut geleckt und dann haben wir gesagt, drauf gescheißen wir auf die scheiß Kirche jetzt. Jetzt haben wir es 8 Jahre ausgehalten, jetzt halten wir es 9 Jahre aus. Und dieses Jahr habe ich jetzt gesagt, Alter, fick dich, nicht in meiner Mini-Sommerpause, die übrigens in 4 Wochen ist. Also in meiner Geburtstagswoche ist immer Streampause, da bin ich eine Woche nicht da. Und im August ist die lange Sommerpause. Da können wir auch langsam wieder drüber reden. Alter, es ist Anfang Mitte Mai. Wo ist die Zeit hier? Ich kapiere, es ist bald Sommerpause. Die war doch gerade. Ich hasse, ich weiß nicht, was ich soll. Ich weiß nicht, was ich soll. Oh Gott! Nix zu essen im Leben, nix! Wer ist melting your mouth? Was?
Was ist das? Keine freien Ochsen, nicht zugegeben. Ochsen werden für Bau. Ah, scheiße, wir müssen die Ochsen anziehen. Wenn wir die Ochsen anziehen, so, jetzt haben wir einen Ochsen. Der Lorenz. Was ist jetzt da? Schauen wir beim Kirchenbau treiben, schauen wir zu. Holzkirche. Muss klar. Es kann schon wieder Sommerpause. Knapp 3 Wochen, dann bin ich 40. Oh, doch noch jemand älter wie ich. Es war doch gerade erst Februar. Ja, es war gerade erst Weihnachten. So Weihnachten, Neujahr, es war doch gerade, wir haben doch gerade erst DayZ gespielt. Und ich bin Tag und Nacht da gesessen und hab den scheiß Server gemacht. Und auf das wollte ich eigentlich hinaus. So, das ist ziemlich genau in 4 Wochen. Ich hab, ist ja wurscht, die meisten wissen es vielleicht aus dem How-to-Birger-Video von vor irgendwann. Ich habe am 9. Juni Geburtstag, das ist ein Sonntag und die Woche drauf bin ich nicht da. Ja, erstens, da habe ich Urlaub, zweitens, da habe ich da Urlaub und drittens, erst war der Gedanke so, Alter, da machen wir die Kirche. Und dann habe ich festgestellt, jetzt Moment mal. Das habe ich über Weihnachten schon den Fehler gemacht, dass ich mir irgendeine Aufgabe tue und dann habe ich genauso viel Urlaub gehabt, nämlich gar keinen. Und dann habe ich ein Jahr im Prinzip durchgearbeitet, ohne einfach einmal nichts da, Alter. Also nichts da tue ich sowieso den ganzen Tag. Aber habe ich mir nicht drüber nachdenken müssen. So. Außerdem werde ich mir an meinem Geburtstag so wegstrahlen, dass ich die ganze Woche Reha brauche. Verstehst? Ja. Thomas, die habe ich gesehen, Kuss auf die Nuss. Alter Birger, ich habe die letztens in Landau gesehen. Ja, tat Fragezeichen, das weiß ich nicht. Und hätte mir fast in die Hose geschissen, weil ich mich nicht traue, ob die Hose so schwer. Der Erste, der mich anspricht, kriegt aufs Maul. Ich sehe nicht umdrehen, ich verstehe überhaupt keinen Spaß. Ha? Glaubst du überhaupt, wer du bist? Ja, schau den Nippel an. Weißt du, was geschlagen? So, was ist jetzt mit der Kirche? Natürlich darf man mich ansprechen, du Vollidiot. Aber ich find's lustig. Das war bestimmt wieder ein gutes Foto geworden. So. Habe ich schon öfter mal erlebt. Schon sehr oft sogar. So, komm mal. Ich habe eine Frage, Herr, bist du der Birger? Nein, ich bin so eine kleine Schwester, ich habe bloß vergessen, dass ich mich rasiere. Ja, 5 geil, was machst du? Ja, geil, freut mich. Und dann stehen wir da so. Grillen, zirpen. Und dann muss meistens sie fragen, so, weiß ich nicht, willst du ein Foto machen oder so? Wegen die meisten, keine Ahnung. Ja. Und dann wird das Handy ausgezogen und dann kommt der. Ja, dann wird es mir so. Dann schauen wir das dann sowieso so. Soll ich da vielleicht, soll ich das Handy halten, du tippst einen Pin ein, oder? Nein, geht schon. Und irgendwann haben wir es dann. Dann kommt meistens kommt irgendein Blödsinn der da, was weiß ich. Dann kommt der. Es ist so geil. Es ist so geil. Es ist so geil. Und auch nach 7 Jahren. Seit 5 Jahren ungefähr passiert mir das jetzt relativ regelmäßig. Egal wo ich gehe. Auf Weinfester, Volksfester, egal wo ein Festival ist, mit 100%iger Sicherheit. Ich wüsste denn nicht, wann das letzte Mal war, wo mich keiner angeredet hat. Es ist immer noch surreal, oder? Ich werde es nie verstehen. Ne? Es ist so geil. Lorenz macht gute Arbeit. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe Geschichte erzählt. Was ist denn gegangen eigentlich? Keine Ahnung. Haben die da. Oh, die haben einen Zaun rundum gelegt schon. Der Zaun liegt schon da. Es dauert aber lang. Sollen wir da vielleicht einmal eine zweite Familie zuweisen, oder wie? Alter, die müssen den ganzen Stunde damit hertragen. Die ernten die, saufen die. Wie viele Dinger haben wir? 52 Brennholz, Nahrung. Oh, Fleisch haben wir gar keins. Beeren haben wir 9. Brot geht auch langsam aus. Wir brauchen nur eine Nahrungsquelle. Was ist denn mit einer Fischerei oder so? Gibt's da Gewässer? Haben wir Gewässer? Ja, ich sag da schon, sind das da Flüsse oder was ist denn das da? Na, Flüsse gibt. Stimmt, ich hab gewusst, dass mir irgendwas abgeht. Es gibt keine Flüsse. Wieso gibt's keine Flüsse? Wir möchten auch ein bisschen von beim Fremden, der Otzung. Geil, im Sepp! Dir ist schon klar, dass der nächste Fanboy, der dich sagt, erst recht nervöser wird, wenn es die singen. So einer bist du. Ja, ich habe das völlig ohne Absicht gerade erzählt, die Geschichte. Meistens, ich und Bürgerin haben eine Abmachung so, während diesem Prozedere beim nächsten Mal, halt zieht die Kamera auf uns. So.
Weil das die bessere Geschichte abgibt, wie sein eigenes Foto. Auch nicht immer. Nein, es gibt auch ein paar Souveräne, da wo ich dann auch sehr dankbar bin. Die sagen, hey, aber ja, ich finde geil, was du machst. Ich mag die echt nicht nerven und so. Ich kann mir ein Foto mit Frau kaum an Hand gepümmelt, Alter, gefreut mich im ersten Abflug. Ja, kein peinliches Rumgestammel, weiß ich nicht, was da für Erwartungen dann sind. Meinen sie jetzt, dass ich einen Hampelmann mache oder keine Ahnung. Ja. So, wir müssen jetzt da mal irgendwas machen, damit da was vorwärts geht. Was der man? Grundwasser, Gickerle. Welches Monat ist gerade in-game? Oktober! Jetzt müssen wir eigentlich eine neue Familie gekriegt haben. Die weisen wir jetzt aber auch nirgends zu, die sollen gefälligst bauen. Können mehr als eine Familie an einem Projekt bauen? Sagt man das? Nicht so wirklich, gell? Ja gut, jetzt drücken wir wieder eine normale Geschwindigkeit. Jetzt wird Oktober. Brennholz haben wir für 4 Monate, aber die Nahrung wird knapp. Wir müssen uns irgendwas für die Nahrung ausdenken. Was haben wir denn da so? Logistik, Bergbau, Sammeln. Ja, da gibt's nicht viel. Was ist denn das da? Das Bienenhaus. Entwicklungszweig erforderlich Bienenzucht. Arbeiter sammeln Honig. Pro Region können standardmäßig bis zu 2 Bienenhäuser errichtet werden. Eine höhere Zahl führt nicht zu höheren Erträgen. Okay. Vielleicht kann man da hinten nur ein Fädel beim Hieb bauen. So. Hähnerle, ja, jetzt weiß ich, was du mit Hähnerle meinst. Ich bin ja ein totaler Depp. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Kirche ist im Bau. Was haben wir? Ja, Gott, wir haben kein Geld, weil wir unseren Scheiß. Wir hätten uns den Ochsen nicht kaufen, so ein Grütze fix normal, beziehungsweise wir haben ja gelbe Ruhm gekauft und einen Ochsen. Was hat denn der Ochs? Der Ochs hat 30, glaube ich, gekostet. Jetzt schauen wir mal, was der Handelsposten kann. Verwaltung, was haben wir denn da? Herrenhaus brauchen wir, Siederlager brauchen wir einen Handel. Handelsposten ermöglicht Handel mit Wanderhändlern auf der Durchreise mit Handelspunkten sowie mit Handelsposten in anderen Regionen. Die für den Handel benötigte Währung ist Regionsvermögen. Vielleicht können wir Sachen verkaufen, wir müssen ja nichts kaufen. Wenn eine Familie zugewiesen ist, reist ein Familienmitglied zum nächstmöglichen Zielort, um Handel zu treiben, während sich die übrigen Familienmitglieder um die Verwaltung des Inventars kümmern. Bei Bedarf errichten die zugewiesenen Familien automatisch Stände auf dem Marktplatz, um importierte Waren zu verkaufen. Okay, das sage ich dir jetzt, was ist, das Ding brauchen wir. Ob wir wollen oder nicht. Und der Handelsposten, wo zimmert man den Handelsposten hin? Keine Ahnung, ja, da hinten halt einfach. Das ist ja scheißwurscht. Da so fast in Richtung Lager, so in der Nähe so ein bisschen. Ja, das passt schon, den kann man auch wieder versetzen, wenn es ist. Hinzimmert! Wunderbar! Vielleicht können wir ein paar Sachen verkaufen, damit wir Kohlen reinkriegen. Also ich weiß nicht, wie der Handel funktioniert, das werden wir uns anschauen. Ist mit Sicherheit auch eine spannende Spielmechanik, ist ja immer wichtig, ist ein auch noch wichtig und so weiter. Die Frage ist jetzt machen wir da mal wieder Mittel und den Handelsposten machen wir hoch. Handelsposten wichtiger, Speed und los. Silberfisch ist im Badezimmer. Für Handeln hast du zu wenig Waren bzw. zu wenig Kohlen. Ja, ich möchte ja keine Kohlen ausgeben, ich möchte Kohlen verdienen. Und einfach mal probieren. Sagt mir jetzt nicht, dass es nicht geht. Wenn es nicht geht, dann werde ich das gerade der Hardware lernen, wie alle anderen auch, die es vorher nicht wussten. Für mich schaut das jetzt nämlich schon so aus, als könnte ich zum Beispiel dann sagen, hey, weiß ich nicht, verkauft mir Holzbredel. Wenn das geht, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ansonsten, Logistik, Wohngebäude, Landwirt. Vielleicht müssen wir in die Landwirtschaft einsteigen. Ja? Feld, keine Baukosten, variables Grundstück. Platz für den Anbau verschiedener Feldfrüchte. Weizen, Flachs und Gerste. Was braucht man für Brot? Arbeiter nutzen Mehl und backen daraus Brot. Eine Schafzucht. Ja, da müssen wir jetzt erst wieder Schaf von einem Viehhändler holen. Eine Weide. Für Viecher halt natürlich. Bauernhaus. Nach der Ernte werden die Feldfrüchte zum Bauernhaus transportiert. Weizen wird anschließend zu Korn gedroschen. Und dann, für was brauchen wir das Korn? Ja, zum Mainmoor, du Vollidiot. Okay, ja, da braucht man viele Gebäude. Und vor allem viele Familien. Also sehr viele Familien. Ich brauche eine fürs Feld, beziehungsweise fürs Bauernhaus. Ich brauche eine für Mühle und ich brauche eine fürs Brot. Das heißt, wir brauchen noch 2-mal Familienzuwachs. Dann schauen wir, dass wir über den Winter, der jetzt dann anbricht langsam, wenn man jetzt ist Oktober, dass wir das Bauernhaus hinzimmert kriegen irgendwo mit einem Feld.
Und ich nehme mal an, man kann im Winter keinen Wald so bauen, dass wir dann im Frühjahr sofort anfangen können. Und mal schauen, was es der Handelsposten kann. Vielleicht können wir da ein paar Kohlen verdienen. Mal schauen, von was wir viel haben. Schauen wir mal. Was haben wir da so? Da haben wir zum Beispiel 66 Brennholz, Werkzeug, Leder. Wir haben viel Bredel, viel Häute. Und nahrungstechnisch schaut es halt nicht so geil aus, gell? Wir kriegen kein Fleisch mehr. Die scheiß Viecher wachsen nicht noch. Jetzt haben wir wieder ein wildes Tier da. Ein Wulz. Was labert ich für einen Scheiß? Aber es hängen auch zwei herin. Oder? War das nicht letztes Mal so, dass das dann auch so optisch angezeigt wird, wenn wir mir Viecher da herin haben? Erntet? Du bist Jäger, was erntest du, Alter? Für den Ochsen und der Gerbers transportiert. Was heißt denn erntet bei einem Jäger? Der wird wahrscheinlich da unterwegs sein am Jung. Bredel-Verkaufer, das ist so mein Plan. Ja, das ist nicht die unterste Itemstufe, Qualitätsstufe, sondern das ist schon ein verarbeitetes Etwas und bringt meistens dann auch mehr Geld. Und die verkauft man einfach. Ja, Baum gibt's genug. Die anderen bauen die Ochsen schon nach, da haben schon wieder ein paar. Hier haben das Baum, oder werden das Baum. Was tut der Ochse, sammelt wieder irgendeinen Baumstumpf zusammen. Ist recht. Wie viel haben wir? Bauholz haben wir 22. Da geht für ganz schön was los, gell? So ist es nicht. Da haben wir Stange, ist zugewiesen, das Forsthaus, was auch immer das Forsthaus treibt, das wird schon funktionieren, hoffe ich. 2 Regionsvermögen pro Bredel. Ja, easy. Bloß, dass wir uns einmal einen Gickelstall leisten können, da hinten. Ja? Das dauert fürs erste schon einmal gelangen. Und dann werden Häuser gebaut, Fädel baut über den Winter, zuerst Fädel baut über den Winter, Kirche wird gebaut, dann bauen wir neue Häusl und damit jeden Monat, jetzt haben wir bald bei über 75% Zufriedenheit. Das ist jetzt natürlich extrem ärgerlich, wenn die einbricht, weil wir kein Fleisch mehr haben. Und eventuell kriegen wir dann 2 Familien pro Monat. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Das Gebäude ist fertig. Handelsposten. So, jetzt drücken wir gleich mal auf Pause und schauen wir, was da los ist. Handelsposten, da werden wir jemanden zuweisen müssen. Werden wir gleich mal machen. Wir haben jetzt 2 freie Familien oben. 8 die sind zugewiesen. Die anderen sollen beim Bauen bleiben. Irgendjemand muss die Kirche fertig dreschen. So, jetzt schauen wir mal, was der Handelsposten kann. Also, auf Lager ist unser allgemeines Lager und das Lebensmittellager. Lebensmittellager. Oder ist es das hausinterne Lager zusätzlich zu den 2 Gebäuden da hinten? Egal. Wir haben einen Jacob, die Dorothea und einen Kunz. Händler, was ein Arbeitsplatz anzeigen. Achso. Familien in anderen Platz zum. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Erweitert. Okay, da kann man 4 zuweisen. Aber wir brauchen Pferdl und keine Ochsen, wahrscheinlich. Handel! So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben einen einfachen Handel und wir haben einen fortschrittlichen Handel. Das bedeutet, fortschrittlicher Handel sind, ja, bessere Waren. Ah, das ist da rum an Kategorien. Ja. Das war jetzt geil, wenn man das Fenster hermachen kann, weil die scheiß Scrollerei, die geht mir jetzt schon auf den Sack. Honig kann man auch verkaufen, der ist 18 Dinger wert. Fleisch ist auch nicht gerade billig. Bredel sind schweinebillig, das ist natürlich nicht. Ja gut. Wie funktioniert jetzt das? Aktueller Überschuss. Gewünschter Überschuss. Gesperrt, da die Handelsrichtlinie auf kein Handel festgelegt ist. Was bedeutet das? Viehbestand, was für Handelsrichtlinie? Wo Handelsrichtlinie? Wie tue ich das? Achso, okay. Ja, wir verkaufen mal Bredel. Import, Export. Export! Und unser gewünschter Überschuss ist immer so bei 10 Bredel. Machen wir mal 10 Bredel oder machen wir 15? Ja, das, nach meinem Verständnis müsste das dann so laufen, jetzt Bredel, das über 15 im Überschuss ist, wird packt, ausgefahren und verkauft. Und was heißt das da? Der Exportpreis.
Handelsroute einrichten. Nachdem für die Errichtung einer Handelsroute bezahlt wurde, wird ein ausgewiesener Wanderhändler regelmäßig eure Regionen besuchen. Um mit der gewünschten Wanderart zu haben, muss ich das auch noch machen, damit es aktiv wird oder was? Weltweit ist Marktangebot durchschnittlich. Ah, das ist... Handelsroute gegen Gebühr einrichten. Ja. Ah ja, das macht es automatisch. Und jetzt kommt regelmäßig, wahrscheinlich einmal im Monat oder irgendwie so, kommt einer und kauft uns hoffentlich 13 Bredel ab. Für jeweils Sim, das sind 91. Ja, Zahlen außerhalb des 10er-Bereichs, die kann er dann. Was ist das gekostet? 13 mal Sim? Ja, geht sich schon hin. Dann kriegen wir 91 Gold, mit dem können wir ordentlich was anfangen. Ah, wir müssen einen Hans seinen Verlust wettmachen als Heften. Ich glaube, das brauchst du nicht, bin mir aber nicht sicher. Ist wurscht. Ist wurscht. Ich glaube, es ist, auch wenn ich es nicht brauche, wir werden sehen. Aber es macht für mich jetzt den Eindruck so, die Handelsroute, die ist jetzt aktiv so. Die kann ich anschauen auch, oder was? Nein, kann ich nicht. Wieso kann ich die nicht anschauen? Wieso ist da dann ein Auge? Das weiß ich nicht. Ja, ist ja wurscht. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Kommen da... Oh ja, da kommt er schon. Da kommt er schon, der Hafenzylinder. Bist du... Der Jacob? Hey Jacob, transportiert Bretter. Wo transportierst du die in deinem Bienenkorb hinterm Bugel um, oder was? Und was mit dir? Das ist die Dorothea. Mittlerweile weiß ich sogar schon, wie die Bewohner ausschauen. Der Exportierspreis sind plus 2, nicht Sim. Ich hab mich schon gefreut. Oh. Ach, oh mein Gott. Ja gut, ist eh klar. Wenn du das kaufst, ist Schweine teuer. Das ist aber eine Preisspanne, die hat sich vielleicht gescheit gewaschen, gell? Kruzifix. Dann kriegen wir bloß 26. Ja, Hälfte. Na, unsere Zufriedenheit ist gesunken. Obdachlosigkeit. Ach, das waren wir. Der letzte. Oh nein, wir haben kein Plus mehr. Ah, wo ist denn die ganze Plus? Oh no! Plus 2. Ah, Nahrungsvielfalt. Eine neue Familie ist eingezogen. Sehr gut. Das ist sehr gut. Nahrung. Oh, wir haben einen Brennstoff für 12 Monate. Wenn das nicht gegangen ist, weiß ich es auch nicht. Jetzt stecken wir mal jemanden. Weißt du, wo wir jetzt jemanden hinstecken? Beim Jäger wird es uns nichts bringen, wenn das Vieh nicht nachwächst. In Sammlerhütten. Dass uns ja das Essen nicht ausgeht. Mal noch geschissen. Wie schaut es bei der Kirche überhaupt aus? Haben wir jetzt da bald einmal am Gottes Willen, die ist gerade mal halb fertig. Weißt du, was man. Ach, leck mir am Arsch, nix zusammen. Baut die Kich, sag ich, Alter. Die scheiß Kich, die verfolgt mich die nächsten 3 Wochen bis daher sogar. Baut's die Kirche jetzt fertig? Im Winter gibt's nichts zu sammeln. Im Ernst? Also ja, ist mir klar, dass das Angebot im Winter der Sammelgeschichten. Ah ja gut, aber Bären gibt's halt keine. Dann müsst ihr halt Vogelbeeren fressen. Das hat man halt früher nicht besser gewusst dann. Du brauchst Nahrung. Ja, ich brauche Nahrung, aber wo soll ich die herzaubern? Was passiert denn, wenn ich den Viehbestand bis auf 0 ausrott? Was passiert denn dann? Stellen wir den noch mal ein bisschen runter auf 5 oder auf 6, dass 6 übrig bleiben, das der wir jetzt. Ich meine, wo soll ich denn sonst noch Nahrung herzaubern? Es gibt sonst keine Optionen mehr. Weißt du, was mir so ein bisschen abgeht? Der ganz klassische Fischer. Warum ist da kein Fluss, wo ich einen Fischer hinbauen kann, der halt Forellen fängt? Und im Winter gibt es kein Wild. Das halte ich für ein Gerücht. Also in echt. Was tut denn das? Was macht? Was macht der Rehbock im Winter? Der wird wohl nicht in einer Höhle leben. Und wenn, dann gehe ich in die Höhle hinein. Und da schießen da. Oder? Von den Urlaub oder was? Da, es gibt Wild im Winter. Ja, siehst du das. Da habe ich erzählt so. Vielleicht kann man sich einfach lassen. Hübehack. Da legt man doch am Arsch. Also mir ist es noch nie ausgegangen. Ja, mir geht's ja gar nicht. Ich habe nicht so viel Angst davor, dass das Essen ausgeht. Ich glaube nur 4 Monate. In 4 Monaten ist es wieder März. Na, wieder März. Jetzt sind wir da.
einen Jäger nur einmal 5-4 schießen lassen. Dann gelang uns das schon. Ich habe nicht Angst davor, dass es ausgeht. Ich habe eher Angst davor, dass die Vielfalt sinkt, die Zufriedenheit sinkt. Und ich war halt gerne über 75%, damit wir eine Chance darauf haben, dass 2 Familien gleichzeitig einziehen. Weil nun mal alles mit das Wachstum hängt alles an Familiengedüdel. Who approved this construction plan? A blind man or a fool? Who approved this construction plan? Was? Die Kirche sollst bauen. Rind. Machen wir da mal höchste. Mal wieder höchste. So, Baumaterial ist eigentlich alles da, den wir mal ein bisschen abspeeden. Gotta smooth that beam over there. Beziehungsweise wir können eigentlich anfangen, unseren Bauernhof zu planen. Was tust denn du da hinten? Förster pflanzt. Achso, ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, heute schon mal. Bienenhaus vielleicht. Da müssen wir erst noch mal eine Evolutionsstufe aufsteigen. Das war, glaube ich, da herum. Was haben wir mir gemacht? Fallen stellen. Ermöglicht irgend das geschickte Auslegen von Fallen im Wald. Erzeugt ein permanentes... Da steht ja nichts dort, dass es im Winter nicht ist oder schon. Oder es gibt ja auch Hasen im Winter, die in eine Falle einrennen können. Oh, was haben wir da? Verbesserte Tierverwertung. Verdoppelt die Menge an Fleisch, die von Jägern bezogen. Das ist halt auch stark. Aber die Bienenzucht bringt ja dann Honig. Und das ist ein zusätzliches Nahrungsmittel, das die Dings wieder steigert. Das war auch geil, aber die kosten einen Haufen Geld zum Herrichten. Und wie war das gleich wieder? Wann kriegen wir so einen Entwicklungspunkt? Aktuell ist Hofstätten Stufe 2 oder höher. Ah, wir brauchen mal 2 Hofstätten mit Stufe 2. Dann darf man den Skillpunkt kriegen, gell? Was haben wir da? Forstwirtschaft, verdoppelt die Kapazität aller Bärenbüsche. Schaut da überhaupt nicht, oder? Wachsen die Bärle wieder nach über den Winter? Fragen über Fragen. Es macht so einen simplen Eindruck und ist dennoch aber so kompliziert. Aber nicht zu kompliziert, sondern irgendwie genau richtig so. Richtig stark einfach. Honig ist gleich flüssiges Gold, heißt das nicht umsonst. Das stimmt. Honig ist ja geil. Honig ist wirklich geiler Scheiß. Das ist so... Da wenn du mal drüber nachdenkst, so Honig, Alter. Da kommt die Biene. Du denkst so, allein so... Die Biene an sich geht kaum auf den Sack. Außer, wenn du im Freibad barfuß in eine einsteigst. Das ist für die... Oder als Jungspund einen Stecker in ein Bienennest wirfst. Und nicht schnell wieder vorlaufst. Und dann so ausschaust. Woher ich das weiß? Und dann geht die Biene so. Die fliegt da rum, geht zur Blume, macht so. Und dann fliegt sie heim. Und dann kommt da irgendein goldbrauner Bart raus, wo wir uns gedacht haben, that's some serious gourmet shit. Greifen wir da rein, nehmen wir in Kauf, dass wir 28 Mal gestorben werden. Geil, Alter. Totally worth it. Ja. Weiß ich nicht. Weiß nicht, Diggi. Natur ist eine crazy bitch. meine Feststellung. 66%. Was ist eigentlich der grüne Pfeil nach unten? Heißt es geht nach unten oder ist es nach oben gegangen? Bedeutet das überhaupt irgendwas? Der Pfeil. Hat der mal nach oben gezeigt? Ich weiß nicht mehr. Wir haben ja 2 Familien. Wie ist denn jetzt das eigentlich? Bauen jetzt da 2 Familien oder baut nur eine? Schaut mich an nach 2, weil da rennen 2, 4, 6 Leute umeinander. Und eine Familie besteht normalerweise aus 3 Personen. Oder? Haben sich da immer früher 2 Männer ein Weiberlein teilt oder wie läuft der Hase? Das ist übrigens November. Da ist noch kein einziges Schneeflockerl gefallen. Ja? Klimawandel wo? Bauernhaus! Jetzt labert nicht, ihr labert und labert und ihr labert. Irgendwo hätte man Blättschmalz auch machen können. Wir brauchen ein Bauernhäusl. So, Kinder. Wir legen jetzt ein Feld an. Wir legen ein Feld an. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Ich darf fast vorschlagen. Da neben das Eisenvorkommen nehmen wir die freie Fläche und bauen ein Feld hin. Sonst hätten wir da hinten, das gefällt mir nicht so gut. Aber wir hätten auch einfach da. Ja, dass wir die Lager einfach da so lassen. Marktplatz erweitert man da. Und da fangen wir dann an, weiter eine Häusl zu bauen. Dann kann man das erste Feld einfach da einzimmern.
Wie groß muss denn das Feld sein? Hoppala, hab ich total hergespielt. Oder wie groß ist das Bauernhaus? Oh, leck, Alter, was? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Während dem Baumodus kannst du auf Tab drücken, dann wird dir das alles mit so Symbolen angezeigt, wie viele Leute zugewiesen sind und so. Jede nicht zugewiesene Familie baut, auch wenn sie zu 20 sind. Okay, Mr. Hunter da, auf sie ist Verlass. Eventuell müssen wir uns von diesem Gedanken hier trennen. Na, gedanklich schlecht gelöst. Da fahren wir jetzt da so ums Eck kommen. Ja, dann machen wir so. Einfach mal mit der Straße kann man ja spielen, wie wir wollen. Einfach kreuz und quer bauen, das war, meinst du, das früher anders war, oder was? Und dann tüdelt man so und dann tüdelt man so her. Oh, ist das da verbunden? Ja. So. Und dann zimmert man mitten da, oder da das Bauernhof her und da machen wir ein riesen Drumfeld. Felder dürfen schon groß sein. Ja, groß, aber relativ. Es ist dasselbe, wenn ich da jetzt folgende Frage stelle. Hey Leute, wie viel Beton braucht man für einen Platz? Bahnhof direkt daher, Feld dahinter, Bahnhof da so her, Feld da daneben hin so. Ja, wie uns die Schnauzen gewachsen ist, machen wir es halt einfach so. Da so. Oder? Zimmert hin, für was haben wir denn, geh bitte! So, und jetzt gehen wir da so her. Oh, da ein Feld. Ja, da ist jetzt das Tooltip ein bisschen beschissen. Ich kann nicht sehen, Kinder. Du hast genug Geld für Hühner? Oh, die Kohlen haben schon... Oh, die Kohlen, da haben schon Kohlen gekommen. Ich hab überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, das machen wir jetzt da ein bisschen... Nein, nicht an Straßen ausrichten. Das machen wir frei Schnauze. Dann machen wir... Was? Was ist da noch ein Punkt dazu machen? Bist du besoffen oder was? Grundstück... Ach, kann man das was wieder 4... Ich meine, da kann man eckig bauen, so wie man... Oh, schade. Ja, gut. Dann mit... Achso, der legt das jetzt immer fest. Also. So, kann ich den nochmal versetzen da? Nein, natürlich nicht. Dann machen wir so, dann bauen wir den da hinten so. Und ein bisschen auszoomen vielleicht, so. Ist das ein großes Feld? Oder sollen wir es erweitern bis hier? Entschuldigung, ich weiß das nicht, aber da müssen wir jetzt da noch ums Eck halten. Ja, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Ja, weiß nicht, geht. Einfach so. Das ist doch ein gutes Großfeld, oder? Aber was sagt ihr? Felder nicht größer als ein Morgen, sonst schaffen es die Arbeiter nicht und das Feld geht kaputt. Felder nicht größer als ein Morgen. Ich habe gelesen für den Anfang, was ist denn eine Morgenfläche? Was ist eine Morgenfläche? Einer schreibt Morgan, mindestens eins Morgen. Ich kenne die Größeneinheit Morgen nicht. Hallo? Von was sprechen Sie? Lesen sind nur 0,5 Morgen, bauen mindestens ein Morgen. Was ist ein Morgen? Was für Morgen? Da steht Feldgröße 0,5 Morgen. Was? Was ist ein Morgen? Es ist mir schon klar, dass es da steht. Was ist ein Morgen? Ja, ich habe letztes Mal ein Haus gebaut. Ja, was für eins? Ja, das ist grün. Ja, wie groß ist ja 0,6 Morgen? Was? Mach das Feld nur mal unschauig. Ja, das ist alles. Das ist okay. Mir soll jemand erklären, was die Einheit Morgen ist. Ja? Das ist, was Olivia sagt. Morgen habe ich Kater, Freunde der Sonne. Morgen reiße ich Küche ein. Gegenteil von Abend. Englische Einheit. Was schlauerst du? Ist das Bauernsprache? Das ist jetzt eine ernste Frage. Ist es Bauernsprache? Oder sagt man bei den Amis morgen zum Hektar? 2500 Quadratmeter, das glaube ich nicht, wenn es eine englische Einheit ist, weil die rechnen lieber in Bananen oder Kühlschränken oder Badewannen anstatt in Meter. Irgendwas zwischen 2005 und 11.800. So, nochmal. Brauchen wir einen Morgen oder 0,5 Morgen? Wie viel Morgen brauchen wir?
Ein Morgen ist die Fläche, die an einem Morgen gepflügt werden kann. Morgen ist bloß der Freeman. Wieder eine indirekte Outung, wie alt man ist. Ist ein altes Maß für Fläche, ca. 2500 bis 3600 Quadratmeter. Ja, schon her, haben wir wieder was gelernt. Morgen ist bei uns erster Tag. Morgen ist Feiertag! Die Ehre. Ein Morgen, ein Morgen. Schauen wir mal. Das ist ein sauberes Klar, Alter. Da müssen wir bis dahinter zimmern. Das ist so, oder was ist? 0,9 Morgen. Ein Morgen! Ein Morgen! So zimmert man hin. Ist ja nicht das jetzt recht? Ist ein Morgen genug? Legt mir am Arsch! Ah! Die Landwirtschaft ist schwarz. In Bauernhäusern. Bauernhäusern. Okay, in Bauernhäusern werden Familien beschäftigt, die auf den Feldern arbeiten. Die Arbeitskräfte werden anteilig anhand der Priorität des jeweiligen Feldes verteilt. Wenn Feldfrüchte wachsen, entziehen sie dem Boden bestimmte Nährstoffe, wodurch Fruchtbarkeit des Bodens vorübergehend sinkt, was in weiterer Folge für eine sukzessive Abnahme der Erträge sorgt. Entscheidet euch daher für eine Fruchtwechselwirtschaft und pflanzt jedes Jahr andere Feldfrüchte an oder lasst ein Feld ein Jahr lang brach liegen, damit es sich erholen kann. Ja, oder man baut einfach 2 Morgen nebeneinander, in dem einen Jahr den, in dem anderen den. Ich finde allerdings geil, dass die Fruchtbarkeit abnimmt. Tragt alles zum Realismus bei. Cool gemacht. Kann's nicht oft genug sagen. Drück wieder mal auf Play, sonst passiert gar nicht. Hausne, 1 Morgen ist gleich 0,25 Hektar, kommt aus dem Preußischen. Tatsächlich, haben wir wieder was gelernt. Ich hab das nicht gewusst. Ich sag das, was ist ein Morgen. Alter. Braucht mir jetzt auch keiner erzählen darin, dass irgendjemand das schon mal gehört hat. Außer er ist Bauer. Maul halten. Oder Historiker. Ah, setzt doch keinen Scheiß nicht. 5 Minuten ja, okay, komm. Ah! Gebäude ist ja. Die Kirche ist fertig! Sag ich nur im Mittelalter. Ah? Da haben's die Leute wenigstens Notzint, wenn sie das Pfotzen nicht gehalten haben. Was kann ich jetzt da machen? Ich muss einen Pfarrer einstellen, oder was? Kirchenglocke? Oh, über Achievement gekriegt. Veränderte Kirchenglocke. Lissi! Ist eine preußische Einheit. Danke für den Zwickel. Hättest jetzt die per Donation einkacken müssen. Danke dir. Am Warste habe ich komplett übersehen. Was ist denn da wieder los? Warste, entschuldige. So, Birger, 9,5 Streams, hast mich überzeugt, Spiel installiert. Merci dir für die Empfehlung. Ich glaube, da hab ich kein schlechtes Gewissen. Da habe ich letzte Woche schon nicht gehabt. Wir haben ansatzweise noch nicht alles gespielt, noch nicht alles gesehen. Ich laber da mehr, als ich da spüre. Gehört halt bei sich eine Spiele dazu, it is what it is. Das ist einfach ein Pledge-Match with Benefits. Ja, jetzt müssen wir noch auswählen, was wir da anbauen, oder? Fruchtwechsel. Regeneriert die verlorene Fruchtbarkeit. Der Fruchtwechsel wird eingeleitet, nachdem die Erntezeit vorbei ist. Wenn ein Feld brach liegt, wird besonders viel Fruchtbarkeit. Das habe ich, in was für einem Spiel habe ich das schon mal gesehen? Da hast auch zeitmäßig, das war in Farthest Frontier, haben wir das glaube ich auch so mal können, oder? Jahr 1, Jahr 2 der Jahreszeit noch, die Dinger so planen, wann du was anbaust. Weizen, Gerste, Flachs. Leinen brauchen wir nicht, es geht um Nahrung. Ja, wir brauchen die Produktionskette Brot, die ist einmal wichtig. Gersten wird dann zu Bier, das machen wir dann nächste Woche. Aber ein Wurz. Die Frage ist jetzt, muss ich Feldpriorität, ja, kann man mittel lassen, frühzeitige Ernte. Feld wird sofort abgeerntet, ohne die Erntezeit abzuwarten. Das minimale Pflanzenwachstum für alle Feldfrüchte beträgt 15%. Okay. Ist das Fruchtbarkeit oder? Okay, jetzt sind wir 50. Was ist das da? Einzäunen. Entwicklungszweigfeld Dünger. Ermöglicht die Nutzung eines brachliegenden Feldes. Okay, was ist jetzt los? Drück mir auf Pause. Was passiert da? Flugfortschritt. Die fangen doch jetzt nicht. Zweites Jahr, drittes Jahr. Wir nehmen einen Fruchtwechsel. Wir nehmen keinen Fruchtwechsel.
Totaler Blödsinn. Aber die checken doch das jetzt selber. Man pflügen kann man immer auch im Winter, außer der Boden ist gefahren. Ich glaube, ich bin kein Bauer, ich hab noch kein Feld gepflügt. Ist mir aber auch scheißegal. Der gute Winterwitz. Und damit die Saat wird nicht ausgelegt, wenn Zeit dafür ist, hoffe ich. Automatisch. Das kann ich selber festlegen vielleicht. Auf Lager wurde nichts eigentlich, ich kann ansonsten nicht irgendwie, gibt es keine, sagen wir es, oder kann man es im Bauernhaus vielleicht machen, warte mal. Okay, Bauernhaus ist noch nicht fertig. Aber kriegen wir schon. Drücken wir weiter auf Play. Du, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie schaut es jetzt da aus? Viehbestand brauchen wir nicht, Nahrung 5 Monate. Ja, haben wir uns schon davon. Haben wir uns schon davon. 69% Zufriedenheit. Nice. Kirchenstufe Plus, das schau. Kann man mit der Kirche sonst irgendwas machen? Nicht genug Stallfläche. Was? So gelungen, ey. Pferde waren nix, Pferde waren. Aber was wir noch gickeln wollten wir noch. Geiler Zitronenbaumscheiben, ja, 2 Deppen, mein Gedanke. Gickeln. Jetzt ist die Frage, brauche ich da so ein riesen Ding für Gickeln oder kann ich auch den da gickeln? Was sind denn Werkstätten? Nein, das sind Werkstätten. Und dann haben wir noch Ziegen. Oh, versorgte Siedlung mit einem Passiveinkanal. Nein, das brauchen wir nicht. Äpfel warten noch interessant. Aber es dauert 3 Jahre, bis ein Baum vollständig ausgewachsen ist. Geh, komm, halt doch die Fresse, Alter. Wir haben es jetzt von Juni bis November geschafft. Das schaffen wir in einem Stream 6 Monate. Kannst du mir einmal? Die haben wir da, zimmern wir einer Gickel hin. Du. Hühnerstall, 25. Na, dann kriegen wir zusätzliche Nahrung mit Eier. Eier! Wir brauchen Eier! Kostet uns 25, wie viel haben wir? 30. Für sonst brauchen wir so eh nichts. Da teilen wir lieber noch eine Arbeiterei, teilen wir wieder die Bredel zu und können kommt da so ein bisschen Passiveinkommen rein, bevor wir die nächsten Stufen haben. Gickel nur in kleinen Garten. Ja, aber ich baue sowieso keine. Oh ja, doch, die haben relativ klar. Da Familienherrin. Da Familienherrin. Nö. Da Familienherrin. Nö, wieso hätten da nirgendwo Familien drin? Was sind da keine? Ah. Wer hätte das gedacht? 5 Minuten Kirche am Start, Hälfte, 3/4 Familie arbeitet, nichts, bloß noch betten. Okay, kannst auch nichts kaufen davon. Da haben wir Gickeln rein. Und da haben wir Werkstätten hinbauen. Werden wir halt heute wahrscheinlich nicht mehr zum Sehen kriegen, aber ist ja wurscht. Gickeln! Ja, rein damit. Gickeln. Baubiger! Kakao! Na, hier, Vollgas. Ja, wird schon. So, wir brauchen für unser Brot und unser Mehl braucht man auf alle Fälle noch eine Mühle. Wie groß sind die? Das Windmühleneffizienz 94%. Und was wird denn das wieder liegen, wenn ich die in den Wald platziere? Wäre es halt recht, im Wald geht recht wegen Wind. Generell. Also 80 geht. Da du mit 98% bin ich zufrieden. Was kann die Bäcker? Oh, was, das ist eine Bäckerei. Im Ernst jetzt? Also, was? Straßenverbindung gesperrt, du musst die Straße anheften. Ja, dann der mal einen Beck. Keine Ahnung, wo man einen Beck hinzimmern. Wo zimmert man einen Beck hin? Da ans Eck. Ein Beck ans Eck! Hashtag Beck am Eck! Gehst zum Beck am Eck, der hat das beste Kernl weg! Da zimmert man sie her. Oder darf da einfach in dem weißen Kreis nichts drin sein, oder wie läuft das? Und dann zimmert man die Mühle einfach da so her, ein Beck links an. Brauchst du noch nicht? Ja, ist mir schon klar, man kann es ja trotzdem schon mal hinbauen, das ist ja scheißegal. Der Bauernhäusl ist fertig! Ausbau, da kann man aber viele Leute unterbringen, du. Heiliges Kanonenrohr. Heiliges Kanonenrohr, Batman! So, jetzt kannst du mir umschlagen, wir haben 78% Zufriedenheit. Oh ja, die Kirche haut's auch rein. Oh, Kirche ist wichtig. Bruder, die Kirche ist wichtig. Wir haben 10 Familien, nur 13 Häuser. Was wir auch mal machen könnten, ist, wir haben jetzt da Gickeln. Haben die schon fertig? Die, 4000 km/h Gickel! Ab in den Chat rein eskalieren. Hashtag 4000 km/h Gickel. Wer nicht mitmacht, hat keine Ahnung, von was er redet, halt die Maul um Maul. Habt ihr überhaupt schon auf den Like-Button gedrückt heute? Hä? Nicht? Verstehe nicht. Ja? Steppt der Kunrad vorbei und verschwindet im Wald. Was wäre da oben machen? Hinterher geschissen aufs Heisel. Beziehungsweise halt nicht. Hans dort Gickels eben. Da, was mir da das erste, was mir auffällt, ist, die haben beide in derselben Animation Loop.
Ah, jetzt nicht mehr. Na, Kickerl, Hofstätte. Macht das so. Ja, passt. Haben wir auch schon einen zusätzlichen Stand, Lebensmittelstand. Ja, alle haben wir Fleisch und Zeug. Und da kommen jetzt hoffentlich nur Eier dazu. Steigert die Zufriedenheit. Wo ist denn das Nahrungszeiger? Da muss ich aus dem Baumenü rausgehen. Ja, genau. Oh, Eier haben wir auch sogar schon eins da schon hin. Ja, easy. So, was bauen wir als nächstes? Ich darf einmal nur ein paar Wohnungen bauen. Und zwar langsam mal da so anfangen. Auf der Seite so zack, 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 zack. Bauen wir mal 3 Wohnungen her. Wie viel Balken haben wir? 39 Bauholz. Bist du komplett besoffen, Meister? Tust du mal in die Sägegrube hinein. Wie viel da haben wir? 14 Monate Nahrung. Ab in die Sägegrube. Weiß man wieder nicht zu. Es darf bald Dezember werden eigentlich. Und dann reißen wir mir. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das mit der Straße da tun. Die bauen wir dann einfach rein. Was tut denn eigentlich? Was tut denn er da? Ach, das ist der Jäger. Der zieht dann. Hey! Aus der Stadt. Das ist eine Statue! Es kommt nicht auf die Größe der Bäckerei. Das sagen sie alle, bis es soweit ist. Er Statue, mehr ist wieder ein Resub. Und freut mich, sie mal wieder zu sehen. Saisonale Ressourcen. Manche Ressourcen verschwinden, sobald es kalt wird und tauchen im Frühjahr wieder auf. Alles klar. Welche zum Beispiel? Oh, der Tierbestand ist schon echt gescheit Fakt. Ja, aber welche Ressourcen... Welche denn? Das war jetzt halt geil, wenn es dort steht. Welche Ressourcen verschwinden denn? Es ist so schön gemacht. Das kann ich nur oft genug. Eine Familie ist eingezogen. Kuss aufs Nuss. Kuss aufs Nuss. So, die Straße können wir später wieder bauen. Tun wir den Schund weg. What? What? Oh, jetzt die ganze Straße da wegzimmert von... Ja. Shit happens, blöd. Wieso muss ich da überall zweimal drauf drücken? Tja, dann war da halt die längste Zeit die Straße, so mir wurscht. Wohngebäude gezimmert, ne? Machst du mal ein Wohngebäude? Was haben wir da eigentlich? Marktplatz haben wir schon. Taverne. Da brauchen wir erst ein Bierle, das ist natürlich nix. Wohngebäude. Bauen wir mal ein paar Wohngebäude. Wir können auch mal. Wir bauen. Baust du ein Stück oder 5. Hauen wir mal 10 Holzbalken aus dem Ding. Das Problem ist bloß ein bisschen, wir können jetzt mal probieren, 1, 2. Probieren wir es einmal größer. Was passiert, wenn wir jetzt da so machen? Oh, nicht zu groß, nicht zu klar. Ich glaube, das ist eine ganz gute Größe. Warum ordnet er das automatisch so an? Ich hätte das jetzt gern. Ja, warte mal. Aha. Da gibt's für mich den Daumen nach oben, das werden wir genauso da hinzimmern. Ich wollte mich jetzt gerade darüber beschweren, warum ich keine Optionen habe, dass ich das Zusatzgebäude da mit in die Parzelle mit einkriege, aber ich kann ja nach dem Rahmenziehung einfach sagen, machst nicht 8 Wohnungen da rein, sondern bloß 5 und dann wird er breit genug, bis das Ding erscheint. Hinten haben wir einen schönen großen, was heißt ein schöner großen, einigermaßen großen Garten hinterher, wo man später dann wieder Äpfel und gelbe Rüben und was es ist und rein damit. Vielleicht hat er so eine Defaultbreite für die Heiseln. Ja, ich denke auch. Aber es ist doch eigentlich nur dumm, wenn ich die Parzelle so baue, dass ich den Wohnraum nicht erweitern kann. Das war ja, warum würde ich das nicht wollen? Dass ich die Parzelle, oder wollen, dass ich die Parzelle so baue, dass ich es nicht erweitern kann. Schnee. Gut aufpasst. Ich hab gerade mal, irgendwas ist anders. Ja, zimmert hier das Ding. Zimmert hier das Ding. Das machen wir weg jetzt. Das schaut gut aus. Da geht die Straße vorbei. Die können da auch schön an der Kirche vorbei, am Marktplatz. Jetzt darf mich noch interessieren, kann ich den gestungenen Marktplatz? Fucker, ich mag den nicht abreißen. Aber langsam müssen wir nicht größer machen, da passt nichts mehr hin. Ich darf den gern da bis zur Kirche fahren, ausfüllen, da herfahren. So. Dass es ein richtig schöner großer Marktplatz ist.
Ist es schlimm, wenn ich den abreiß? Ich meine, die Leute haben halt dann kurz keine Versorgung nicht. Später kannst du noch als Lord durch dein Dorf gehen. Das glaube ich, kann man jetzt schon. Haben wir heute noch gar nicht da. Das ist ein sehr cooles Feature für so ein Aufbauspiel. Davon träumen sehr viele schon sehr lang. Weißt du, wovon ich träume? Von solchen Kulttreter, wie wir mir da haben. Geil. Und jetzt kannst du da so durchreisen. Und das ist halt schon geil. Davon träumt man schon sehr lang, dass man das in so Aufbauspiele kann, die so ausschauen. Das ist vielleicht schon wahnsinnig narrisch, was Unreal Engine möglich macht. Das ist einfach Wahnsinn. Absolut geil. Will ich reingehen? Ja, hat dieser Collision da? Nein. Ja, gut. Wenn ich jetzt die Häuser noch betreten kann und die da ein Innenleben haben und die Leute da kochen oder irgendwas. Ja, keine Engine der Welt ist da dazu noch imstande. Ah, das da, dass die. Oh, die haben glaube ich sogar Collision schon hin. Die laufen nicht ineinander. Natürlich kurz beim Justieren und so. Aber das ist vielleicht schon verschissen gut gemacht, gell? Und schaut richtig gut aus. Die Wasser lockern da, obwohl es nicht mehr schneit und nicht mehr regnet. Oh, da liegt sogar ein bisschen Schnee umeinander schon hin. Oh, wir haben wieder 8 Gulden gekriegt. Ich hab's gesehen von der Weiden. Das habt's gut gemacht. Kriegt's einen Winke. Geil. Das ist auch geil, dass so teilweise der Schnee immer mehr wird. Der liegt dann auf die Häuser, zum Teil auch drauf. Ich finde, dass dann alles ein bisschen mehr weiß werden müsste jetzt, aber das schaut ein bisschen komisch aus. Das ist jetzt da geschnitten und 5 Meter weiter nicht. Aber trotzdem, das ist schon gut gemacht. Die Schuhe gibt es dann beim nächsten Abo-Special im Biershop. Schick mir dein Schuhgräs, mein Verein bastelt dir so Schuhe. Nein, please, stop it. Bei Anno 1800 kannst du auch durchlaufen. Hat man da durchlaufen können? Leute, ich habe so viel Anno 1800 gespielt und ich weiß gerade nicht, ob man da rumlaufen kann. Oder brauche ich da wieder irgendeinen 80€ DLC? 80 €! Spellforce ging das auch vor 15 Jahren, sah halt nicht so aus. Es geht ja um das, dass es ausschaut, wie es ausschaut. In Anno, also selbst wenn man in Anno durchlaufen kann, schaut es nicht so aus. Sondern das sind wahrscheinlich lauter Sprite-Manschgal oder 5-Polygon-Manschgal. Jetzt noch in die Taverne gehen können und ein Bierli trinken. Detail Overflow. Oh, Schnee wird schon mehr, schau hin. Ja, von der Weiden schaut es schon gut aus. So, schaut schon real aus. Schauen wir mal ein bisschen auf. Das finde ich so geil. Das ist so eine geile. Es ist so seltsam, warum ich sowas feiere, aber da merkst du einfach die Liebe zum Detail, dass die Karten wirklich ausschaut wie eine Karten von 1600, keine Ahnung. Und da live deine Häuser eingezeichnet werden, so finde ich einfach geil. Der Hund, der da schreibt, oh, schau hier, gut, dass du es sagst. Markt bloß nicht abreißen. Neuen bauen. Du brauchst mehrere, je nach Versorgung der Höfe. Okay. Dann zwickt man da einfach noch einen zweiten Markt rein. Oder? Kostet der Markt überhaupt? Das ist ja bloß ein Platz. Oder? Ja, probieren wir es einmal. Dann machen wir so. So. Grundstückspunkt. Ja, das ist doch perfekt. Warum lässt er mich nicht? Was gefällt ihm nicht, wenn ich den Marktplatz jetzt da sehr weiter, gefällt ihm dann nur die passieren ja ein bisschen komische Sachen. Was ist das da alles für eine kacktraute Linie da? Was ist das da? Was ist das? Wieso geht denn da so eine komische rote Linie? Was ist das? Ich sehe es halt nicht vor lauter Schnee. Brunnen bei der neuen Siedlung hinbauen. Da, ja, gute Idee. Da zimmert man da noch einen kleinen Brunnen her. Ja, gute Idee. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, warum er da nicht geht. Aha. Irgendwas ist komisch. Was tut denn das Ding?
Oder weil er da im Weg ist. Probieren wir es einmal andersrum. Machen wir mal da an. Sagen wir mal testweise so. So. Ah ja, das darf gehen. Dann machen wir halt mal. Ja, das mag er nicht da. Machen wir so. Das darf man auch gelangen, dann hat man da vielleicht noch Platz für irgendwas anderes. Und da. Ah ja. Gut. Das ist ein guter. Genau, wenn wir fast, genau, wie wir es haben wollen. Jetzt sind wir dann schon. Marktplatz aufgemacht, los geht's. Bitte handeln, bitte handeln. Bitte halt sofort handeln. Nicht zu groß, bessere, mehrere kleine verteilt bei den Siedlungen. Ach, so meinst. Ich hätte den zweiten Marktplatz da noch hergezimmert. Neben der Kirche da einen und da unten. Ist der jetzt groß? Zimmert man halt noch einen. Ah, mir wurscht. Machen wir so. 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 Oh nein, das war ein Wohngebäude. Das wollten wir nicht. Marktplatz. Zimmer. 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 Gezimmert. Der kostet nix. Und dann nehmen wir gleich noch einen Brunnen mit. Den Brunnen, der wir da hier vorne her. Der schaut da hier vorne überhaupt nicht. Oder der man auf die Innenseiten, falls man da noch weiter in die Häuser kann man da ja noch hinbauen, merke ich gerade. Da haben wir da so einen Brunnen hin. Das ist ihm gut, das gefällt ihm. Mehrere kleine sind besser. Ja, okay. Warum? Begründung? John spielt. Grüße, seid ihr, Lord Bürger. Auf das eure Felder reiche Ernte bringen und eure Bürger fruchtbar sein. Herr John spielt, merci dir. Merci für deinen 19 Monat. No, schöne Winterlandschaft. Was ist mit unseren Gelbirüben? Haben die alle im Arsch? Sehe ich das richtig? Oder haben wir mittlerweile Gelbirüben? Haben die noch geerntet worden? Oder pflanzen die überhaupt, wenn es früher Winter wird? Oder wie läuft da? Wie läuft die Geschichte? Wir haben ziemlich viele Beeren, merke ich gerade. Lager, da ist natürlich nicht drin. Da haben wir Marktplatz, Nahrungsvielfalt. Was haben wir jetzt da alles? Ich sehe da nirgendwo Gelbirüben. Gibt es Gelbirüben überhaupt als einzelnes Nahrungsmittel? Ja, ach, ja, allgemein Gemüse halt. Ja, da haben wir eins. Ja, toll. Hat sich ja richtig rentiert, dass wir da die 4 Felder bestellt haben. Die waren ja riesengroß, warten die alle hinkommen. Okay, mehrere kleine besser, weil die neuen erst Stände bekommen, wenn die alten voll sind. Und du brauchst alle Häuser versorgt. Ah, okay, verstehe. Ja, aber es gibt da ja nichts sowas wie ein Einzugsbereich, wie zum Beispiel in Anno. Ja, wenn da Gebäude A zu weit weg ist von Gebäude B, Dreck. Und sowas gibt es da, glaube ich, auch nicht. Dann haben die halt einfach ein bisschen einen längeren Weg und gehen da so um. Und da und kaufen halt da dann ein. Oder? Da hat man hier jetzt Dinge. Weil die immer den ersten komplett auffüllen. Sprich, desto größer, desto länger dauert. Ja, okay. Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass die immer erst den ersten auffüllen, weil die Dinger haben ja keine Nummerierung und nichts. Freie Marktstandplätze 1. Freie Marktstandplätze 34. 27. Reiß an den Bums! Was wir noch brauchen wir da noch eine Straße am Eingang oder einfach mitten bei einem Dings stehen lassen. Das ist alles, was ich sehe. Pass auf. Schönbaumethode. Haben wir da nicht. Da hat keinen Straßenanschluss da. Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Da geht doch jemand in die 6, da geht eine Straße raus. Gut, dann halt nicht. Jetzt muss ich schön bauen. Kann ich nicht schön bauen. Machen wir einen kleinen. Dann machen wir da so eine schöne kleine Parzelle rein. Da so. Da so. Blub. Wie viel Sterntel hat der? 9. 9 ist. Später wird es nicht gelangen. Dann bauen wir da daneben einen zweiten hin. Oder da. Und da machen wir genau das gleiche. Hören wir halt einmal auf euch. Ah, vielleicht habt ihr da Ahnung. Was weiß ich nicht. Hat's jetzt zufrieden? Sind wir jetzt zufrieden? Ist das einer recht so? Man kann die Stände auch auf andere Plätze versetzen. Weg. Okay. Aber Brennholzstand
Brennholz, 2 Brennholzstände. Eigentlich müsste die doch jetzt den einen Brennholzstand, der eine Scheißstand, der wäre wohl für die Reihe da gegangen, die müssen jetzt eigentlich packen und da rumstehen, sobald da irgendwann mal jemand wohnt. Oder? Leider konnte ich jetzt erst kommen, weil ich bis jetzt arbeiten musste. Micky, dann lieber später als nie. Grüß Gott. Ich weiß nicht, was auch immer du tust, aber irgendwas soll jetzt da überlegen, wenn du bis um 10 Uhr arbeiten musst. Du weißt schon, wie es man. Bernie Crusade sagt, wunderschön, das wollte ich ein. Ich habe einen Marktplatz mit 3 Stände für 30 Level. Nochmal, Arschkranzen schreibt. Ich habe einen Marktplatz mit 3 Stände für 30 Level 3 Häuser. Okay, ich muss das... Für 30 Level 3 Häuser. So muss ich sagen, dann macht es Sinn. Ich habe einen Marktplatz mit 3 Ständen für 30 Level 3 Häuser. Und verstehe jetzt schon nicht ganz, warum die da zweimal einen Brennholzstand hinbauen. Macht keinen Sinn. Hast du jemanden eingeteilt, der deine gelben Rüben erntet? Muss ich da jemanden einteilen dafür? Lass mich gucken. Gelbe Rüben. Allgemein. Brennstoff vorhanden. Personen. Geht nach Hause, wartet. Förster, Schreiner. Wie tut man das? Also jetzt ernsthaft. Das ist jetzt kein sondern wo teile... Es hat doch geheißen, das passiert automatisch. Die Familie, die in dem Haus wohnt, und da wohnen sogar 2 Familien drin, kümmern sich um das Feld. Ich meine, es ist ja bestellt worden, das Feld. Also gehe ich ja davon aus, dass das geerntet wird, wenn es soweit ist, oder nicht? Nicker! Kuss auf die Nuss. Danke für deine 42 Monate. Schluss mit der Pümmelerei jetzt da. Der Jäger braucht einen Weg zu den Jagdplätzen. Wieso braucht er denn das? Der ist doch vorher auch einfach durch den Wald gerannt. Nur den Hirsch hat er auf der Straße heimgezogen, weil es wahrscheinlich schneller geht. Die Frage ist aber... Jetzt warte mal. Vielleicht können wir da die Straße wieder ansetzen. Ja, ich setze jetzt einfach da mal so... Kann man da eine halbwegs realistische Straße bauen, so. Geht jetzt einfach einmal da durch die Felder so durch, so. Und dann... wo schließt man das Ding an? Mal reinfahren. Und direkt vor der Nase, vor der Holzhütte. So. Das schaut doch gut aus. Schau einigermaßen! Ich kann nicht das dann nicht mehr anschließen. Ich glaube, ich habe das Straßenstück gelöscht. War nicht so schlau. Aber hilft nicht. Zack. Haben wir wieder eine Straße, die durchs Jagdgebiet führt, dann kann ein Hirschen da auf der Straße heimziehen. Das ist gut. Das ist gut. Wunderbar. Da wunderbar. Oh, wir haben da immer noch. Brunnen ist immer noch im Bau. Ja, ich sehe da aber keinen Brunnen gebaut. Oh, wir haben noch mal eine zusätzliche Familie gekriegt. Sehr gut. Nahrung 4 Monate. Das wird schon passen. Da haben wir einen drin. In der Sägehütten haben wir jemanden drin. Im Forsthaus Falkenau haben wir jemanden drin. Dann weist man mal die erste Bauernfamilie. Das macht eigentlich keinen Sinn, gell? Was kann man noch zuweisen? Was muss denn schneller gehen? Was muss denn... Oh, da haben wir schon ganz schön mal angeholzt, gell? Kriminalfeier. Wir schauen uns nicht bauen. 30 Bau, jetzt 16 Bredel. Was kann man noch machen? Gebäude. Eigentlich haben die einzigen 2 Schritte. Machen wir mal ein bisschen schneller, damit vielleicht noch der Januar vergeht oder so. Ich lasse mir jetzt einmal bauen. Wir haben da haufenweise Wohnhäuser zum Bauen. Und da ich fast sagen, kann man eigentlich einmal dann. Oder das machen wir beim nächsten Mal. Es ist halt 20 nach 10, Alter. Ich bin so krass anfällig für diese Spiele. Ich meine, gut, ich laber da viel. Natürlich ist es nicht viel passiert. Das ist halt so krass. Und mir ist keine Sekunde langweilig dabei. Ich hoffe sehr, also lang der man nicht mehr, aber ich hoffe sehr, das taugt euch auch. So. Und Herr Klaas Xerion 5000, normalerweise ja, morgen ist Feiertag, ich muss nicht aufstehen, aber ich muss aufstehen, weil ich morgen mit meiner Kirche anfange und bis Sonntag fertig sein muss. Und das wird richtig hart asozial. Darum werde ich heute nicht recht lang unterwegs sein. Es ist so gemütlich zum Zuschauen. Und es ist ja so schön gemütlich zum Spielen und es ist auch mal was anderes.
der man nicht oft so Aufbauspiele spielen. Weil ich immer so ein bisschen Angst davor habe, so, oh der Gott im Himmel, da werden die Leute wieder einschlafen und ich. Also, ganz ehrlich, ist mir wurscht, weil das macht wirklich hart Spaß. Auch nicht auf Ewigkeit, also 1, 2, 3 Mal maximal noch. Und dann da ich fast vorschlagen, spielen wir die nächsten Wochen Hellblade 2. Also nächste Woche kommt nur ein Dödel-Simulator am Montag. Nächsten Mittwoch spielen wir noch mit Manorlords. Und dann kommt, glaube ich, schon Hellblade. Dann müssen wir uns für den Montag, glaube ich, noch was ausdenken. Oder kommt nächste Woche Hellblade schon? Wann kommt Hellblade? Das Spiel ist super, hab's noch am letzten Stream gekauft. Ich hoffe, also um Gottes Willen, das ist ungefähr übrigens sehr wichtig, ich werde hier nicht bezahlt dafür, dass ich das Spiel bewirb, ja? Null. Ich kaufe mir die Spiele ganz normal selber. Ich möchte es nur ganz oft, weil ich jetzt ganz oft schon gelesen habe, wow, leck, bla, ich habe einen Simulator gekauft und das Spiel habe ich bei dir gesehen und dann habe ich es mir auch gekauft und so weiter. Ich habe da nichts davon. Außer ihr kauft die Sachen über MMOGA, über meinen Link. Dann spiele ich meistens sogar noch ein bisschen billiger. Wenn du einen Gutscheincode Bürger eingibst, dann kriege ich ein kleines Prozentteil davon. Für die wird es nicht teuer. Ne? Ja, freue ich mich auch, aber das ist nicht der Teufel, für das mache ich nicht. Eingeschlafen von den Zuschauern ist gleich Watchtime-Generierung. Das ist richtig. Absolut richtig, aber die können leider nicht mehr interagieren und auf Like drücken. Da kann man nur warnen, wenn man nur PS4 hat. Ja, manchmal tut es mir sehr. Am Hellblade 2 am 21.05. Let me have a look. Das ist am Dienstag in der Woche. Ja, genau. Dann brauchen wir nächste Woche am Montag brauchen wir noch einen Pimmel-Simulator. Nächsten Mittwoch spielen wir nochmal Manorlords. Dann am Montag wahrscheinlich nochmal Pimmel-Simulator und dann am Mittwoch Hellblade. Dann muss eine Woche lang Manorlords aussetzen und dann gehen wir mit Hellblade weiter an Montagen und am Mittwoch Manorlords. So ein bisschen. Ah, gemütlich. Bahaka! Was habe ich nicht gelesen? Was? Lies bitte nur meinen Witz aus meiner Dono. Der hat mir 5 Hirnzellen gekostet. Um Gottes... Ah, da ist er! Den habe ich tatsächlich gelesen. Entschuldigung. Zur Einteilung einer Morgenfläche wurde damals die sogenannte Morgenlatte verwendet. Ja. Und jetzt hat er uns alle 800 Leute, die wir da sitzen, 8 Gehirnzellen gekostet. Sadala! Oh, schon wieder eine Familie zugezogen. Es ist ja schon wieder Januar. Ja, es ist denn schon wieder Januar. Jetzt kann man langsam einmal anfangen, die Mühle. Wie heißt man gleich mehr? Bauernfamilie zu? Wann fängt man an? Fruchtwechsel. Stopp. Wenn ein Feld nicht brach liegt, pflügen Arbeiter bei erster Gelegenheit. Im Anschluss wird die gewünschte Feldfrucht ausgesehen. Der Ertrag erhöht sich mit dem Pflanzenwachstum, ehe im September die Erntezeit beginnt und das Feld abgeerntet wird. Ja, wann ist die Aussaatzeit? Also es steht das Monat drin für die Erntezeit, aber wann Anfang? Wann muss er fertig? Wann er muss... um das in... Wo ist er? Wie hat er geheißen? Fuck, wie ist der Lemur-Depp geheißen? Der King Julian! Muss er mir sagen, wann er der Felder muss er besammeln. Muss er mir... Was es ist. Naja. Landwirtschaft. Eine Mühle. 99%. Du, mit 99% bin ich zufrieden. Die stellen wir da so wunderschön da so her so. Das ist doch schön. Was? Wieso kann ich die da nicht hindüdeln? Straßennetz anschließen? Straßennetz anschließen. Ja, was? Nein, nicht an Straßennetz dann anschließen. Muss ich die... Hä? Ach. Dann müssen wir einen Pick weiter vorne hinstellen. Dann machen wir es so. Machen wir erst einen Pick. Wie passt der Pick hin? Der Pick am Eck. Hingepflanzt. Und die Mühle. Die Mühle, die haben wir straight daneben. Easy. Haben wir alles schön beieinander. Ah, ein schöner Kreislauf. Da haben die heute nicht viel Arbeitsweg zu tüdeln. Kossa, die kann eigentlich ein Fusser. Als serviert der mein Nusser auf und das Silbertablette. King Julian ist der Geilste, oder? Weniger Baum, mehr Gut. Ja, wahrscheinlich weniger Objekte. Die Konak, das darf mich jetzt interessieren, oder? Wenn man das mitten da so einer stellt. Ja, das registriert schon auch Heiser. Ja, die einen Wind wegblockieren. Kann ich mir vorstellen. Ja, wobei. Oh nein, nicht wirklich. Naja, gut. Ist ja nicht so drei. Da kann ich es ohnehin nicht hinbauen. So, weiter tüdeln. Tüdeln! Bauern sind zugewiesen. Arbeiter haben wir 3 frei.
Unsere 3 Buden sind easy da. 13 Familien haben wir. 14 Wohnräume haben wir und 4 sind gerade im Bau. Das Gebäude ist fertig, das schaut alles gut aus. Eine neue Familie ist eingezogen, die kann gleich einen Hammer, einen Morsel und ein paar Nägel umeinander drum und kann sie im Boden dreschen und geschaufelt gehört auch schon lange mal wieder. Wie lange spielst du noch? 7 Kill, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Jetzt, wenn du mich nicht gefragt hast, hätte ich wahrscheinlich wieder 20 Minuten übersehen. Aber ein bisschen noch, kurz noch. Gibt's heute noch was Besonderes zum Sehen? Wir haben heute nichts zerrissen, das ist jetzt so geil, wir sind seit fast 2,5 Stunden da, wir haben nichts zerrissen. Wir haben, Achtung, Zusammenfassung der letzten 2 Stunden. 3 Gebäude, 5 Gebäude, Bauernhof. Kirche, nicht zu vergessen. Kirche, erstes Feld mit Wurz und ein Bauernhof. Reife Leistung. Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? So, die Straße da gefällt mir nicht, die schaut nicht sehr realistisch aus. Der hat da gerne so eine Biegung einbauen, oder? Na, kreuz und quer. Weg von dem Rasterscheiß. Weg von dem Rasterscheiß. So realistischer schaut die Bude aus dann. Die Kirche hat lang da, ja gut, das stimmt. Da haben wir aber auch einen feinen Scheißdreck geschmeißt. Aber die war auch wichtig. Was sagt die Zufriedenheit? Leck, schau dir das an, 87% Daumen nach oben, deswegen schwarzt uns die Family jetzt einer wird sau. Ja, und jetzt halt fängt wahrscheinlich das Spiel also ein bisschen zum Rollen an. Aber, jetzt kommt so ein kleines Aber. Ich glaube, wir haben dann nämlich nicht mehr recht viele Gebäude. Ja? Wir haben dann noch ein zweites Feld, noch einen zweiten Bauernhof. Vielleicht kann auch ein Bauernhof mehrere Felder bewirtschaften, wenn da passen ja, was weiß ich, wie viel passen da? Passen 8 Familien rein. Alter. Dann haben wir da noch einen Lebensmittelkarren. Ja, ein paar so Utilities. Und Gerste, haben wir eine Brauerei? Landwirtschaft, Logistik, Bergbau, Sammeln, Industrie. Ja, gut, ein bisschen was ist da schon, so ist es nicht. Was ist das da? Rennofen, Arbeiterverarbeiten, Eisen zur Eisenbahn. Für was brauche ich die Eisenbahn? Das frage ich mich. Haben wir noch Ziegel, dann kann man die ganzen Häuser noch in Stufe 2 ausbauen wahrscheinlich. Ja, da. Ausbau zu einem großen Lagerhaus. Nicht genug Stallfläche. Das ist doch auch gelungen da. Das geht doch auch schon ewig nicht weg. Was haben wir dort? Der Arbeitsbereich ist leer. Was für ein Arbeitsbereich? Oh, was vom Lagerhaus? Vom Lagerhaus nichts. Arbeitsbereich festlegen. Hä? Die Arbeiter finden in ihren Arbeitsbereichen nichts, was gesammelt werden könne. Zumindest nicht immer. Ja gut, das brauchst du mir nicht sagen. Also. Schon wieder eine neue Familie! Jetzt ist Februar. Kruzifix, jetzt schwappt es aber einer, dass du sagst, gibt's das. Himmel, Hackgott. Himmel, Hackgott. Ein weiteres Familienglied schließt sich irgendwo in einem Häusl an. Sagt, das ist, da können wir gleich eine zweite Bauernfamilie da einzimmern. Zweite Bauernfamilie einzimmern, dann nehmen wir einen zweiten. Na, das müssen wir uns überlegen, das soll nicht das mit bauen. Arbeitsbereich vom Sammler. Sammlerhütte. Wo sechst denn das? Die Arbeiter, genau, wenn was gesammelt werden kann. Ah. Warte mal. Das weg mal. Mal weg von. Okay. Warum nicht? Oh shit. Saisonal, schrumpft, üppiges Vorkommen. Ja gut, was haben wir da? Kräutergarten anlegen. Ermöglicht den Arbeitern der Sammlerhütte den Anbau von Kräutern. Da haben ja jede einzelne Bude hat da ja noch Zusatzfunktionen, die man ausbauen kann. Oh, da brauchen wir schon Steine dafür, das brauchen wir auch noch. Ja, es gibt schon noch was zum tun, um Gottes Willen. Also es gibt schon noch jede Menge zu tun. Aber ich glaube, nach 10 Stunden intensiven Gameplay und zügig der Hidor und nicht 3 Stunden labern und nichts da, ist... Oh. Ah. Die Nahrung geht zu Ende. Was der man da? Kannst du nicht mehr einen Gickerl schlachten oder so einen Scheiß? Was ist mit den Gickerl? Gickerl. Der Gickerl ist im Schnee untergegangen. Res, der 4000 km/h Gickerl ist im Schnee, der Suffe. Und du wirfst mit dem Träger, oder was tust du denn? Ah, gut.
Ja, wer weiß, was da Neues kommt, ja. Wir können da Armeen machen und da haben wir eine Verwaltung mit einem Herren... Wie schaut das Herrenhaus überhaupt aus? Das werden wir wahrscheinlich ausbauen können noch und nöcher. Also es gibt genügend zu tun. Aber ich glaube, mit ernsthaftem Gameplay bist du bei 10 bis maximal 15 Stunden, hast alles gesehen. Und dann fängt's an, dass du in die nächste Region gehst, dann fängst du an, so Handelsrouten aufzubauen unter deine Dörfer. Da hinten gibt's keine Jäger mehr, da gibt's das nicht, da gibt's das nicht. Und dann musst du das hin und her schieben und so. Das kann auch nochmal 5 bis 10 Stunden bespaßen und dann ist, glaube ich, der Zenit erreicht. Was vollkommen in Ordnung ist, es ist ein Early Access. Und das Ding hat Potenzial durch die Scheißdecke. Durch die beschissene Decke. Du kannst die Burg dann bauen, das ist geil. Ja, ich bin auch gespannt, wie das funktioniert dann. Ob man das so modular bauen kann oder vielleicht kann man auch Terraforming bitte. Schon wieder eine neue Familie. Wo kommen die alle her jetzt auf einmal? Jetzt gehen wir dann Buden aus, Mann. Wir haben 18 Buden und 16 Familien. Dann müssen wir ein paar ausbauen. Das wird uns nicht helfen. Du hast einmal, ja, bauen wir es aus. Die da hinten bauen wir aus. 1, 2, 3. Wie viele Balken haben wir? 18 Bauholz. Ausbaustufe 2. Neue Erweiterungen werden freigeschaltet. Gut, ich weiß nicht, eventuell kommt dann, wenn wir auf einmal Stufe 2 sind, kommen dann auf einmal ein komplett neuer Baubereich. Mit komplett neuen Waren, den ich da jetzt noch gar nicht sehe. Ich sehe da unten so Sachen wie Schwerter, Hellebarden, Bögen, Schädel, Rüstungen, keine Ahnung was. Und sehe aber keinerlei Gebäude dafür und Produktionsketten, um das Zeug zu produzieren. Vielleicht schaltet sich das dann erst frei und ich sehe es noch gar nicht. Dann halte ich mein Maul. Ja, aber einige haben mir schon geschrieben und auch Spezi von mir gesagt, so ja, 10, 12 Stunden, dann bist du durch. Schau mal bitte meine letzte Dono. Lönzep! Schau mal den Freischaltpunkt Flug, der ist für das Felder sehr wichtig. Den glaube ich haben wir vorher schon gesehen. Jetzt passen wir auf, wo ist denn die Feldbestellung? Der ist da oben. Haben wir da, schwerer Pflug. Neue Erweiterung, Pflugstelle hinzufügen. Ermöglicht den Einsatz von Ochsen im Bauernhaus. Beschleunigt das Pflügen großer Felder signifikant und macht das Einlagern von Erntegut effizienter. Es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, dass da jeder Skillpunkt in diesem Tree ganz gewaltige Vorteile bringt. Und es ist auch gut so, weil das motiviert dich natürlich, die nächsten Stufen zu erreichen, die nächsten Stufen. Mit jedem Skillpunkt wirst du krasser. Den einzigen, glaube ich, den man nicht brauchen kann in unserem Spielmodus jetzt, weil man mir Überfälle... Das kannst du vielleicht dann auch nochmal ganz spannend machen, eine zweite Runden neu anfangen. Übrigens, merci dir, Kuss auf die Nuss, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Eine neue Runde noch zum Fangen und da dann ganz gezielt Überfälle und so weiter einzuschalten, dass du um das auch noch kümmern musst. Das kann auch einmal ganz frischen Wind in das Spiel bringen. Und es ist auch, und dann hast, ich glaube auf MMOGA hat mir das Spiel, was hat mir das Spiel gekostet? 30 Euro? Das ist für Early Access nicht gerade wenig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da hätten auch 25 gegangen, aber das Spiel ist gut, darum habe ich kein Problem damit. Klang mal, wenn ich aus 30 Euro 30 Stunden Spielzeit rauskriege, dann bin ich mehr als zufrieden. Ja? Das sind dreimal so viel Playtime, wie für 70 Euro Battlefield 2042 gezahlt habe. Ey, fischen Sie! Viel wichtiger, Bayern ist 1-0 vorn. Bin ich wieder lästig. Aber ich habe gehört, Dortmund ist im Finale, oder? Also Bayern-Dortmund im Finale, da muss ich sagen, dann wird es vielleicht, dann darf es mich sogar mich wieder interessieren. Champions League. Ich rede von der Champions League im Fußball übrigens, wer gar nicht was das. Und ich habe gerade ein Achievement gekriegt, überleben Sie das erste Jahr. Nice! Also, nehmen wir an uns im... Oh, ich glaube, der Schnee taut auch schon wieder ein bisschen ab, so ein paar Flecken, wenn ich richtig sehe. Machen wir mal ein bisschen schneller da. Wir haben 5 freie Familien, die müssen jetzt, glaube ich, erst einmal die Häuser da bauen. Das wird aber auch schon erledigt. Oh, die werden schon auf dem Feld hacken schon hin. Sag ich dir, wie es ist. Und schon wieder eine neue Familie. Da geht's zu im Affenstall. Ich sag das jetzt, wie es ist. Ich tue 3 Familien ins Bauernhaus einzimmern. Und wir werden die Mühle und die... Gut, brauchen wir eigentlich noch nicht, aber... Ja, Machmittel. Erst sollen sie die Buden fertig bauen. Los. Ja. Marble Maniac! Ich überlege mal, du hast noch so viel im Skilltree und hast noch so viel zu tun, spielst da friedlich und so weiter, du kannst weit mehr wie 30 Stunden rausziehen ohne Probleme. Ja, das habe ich gerade in aller Ausführlichkeit rausgeholt. Aber off-Stream spiele ich nicht so wie im Stream. Da warte ich wahrscheinlich schon 14 Mal so weit.
und hätte wahrscheinlich schon alles freigeschaltet, also natürlich nicht Skilltrees, aber war wahrscheinlich bei der Hälfte. Bin ich mir fast sicher. Weil auf was da den Worten. Jetzt, wo es anfängt zum Florieren, der Punkt ist ja relativ schnell erreicht. Nahrungsversorgung geregelt, Brennholzversorgung geregelt. Bei der Nahrung schwanke ich noch so ein bisschen. Das nächste Mal weiß ich, Feld früher bauen. Im ersten Jahr gleich. Bau das Feld, bau den Beck und so weiter. Nahrung geregelt. Und jetzt fängt es so dermaßen an, dass die Familie in einer schwappt und du jetzt Haus doppelt und dreifach besetzen kannst. Warten wir schon sehr viel weiter. Das darf jetzt richtig krass dahin. Kann locker noch eine Familie in Bauholz, noch eine Familie in Bredel. Dann geht das da hier und dann. Es kostet eh nichts an. Einen Sturm jetzt brauchen wir noch. Den habe ich jetzt wieder vor lauter Schmerzen übersehen. Aber es geht schon viel schneller wie das, was ich da produziere. Das wisst ihr aber auch. Und dann glaube ich, dass es sich so neu anfühlt, dass ich für mich wahrscheinlich 20 Stunden auserziehen. Glaube ich. Rein schätzungsweise. Weil sich die Aufbaugeschichte so neu anfühlt. Und dann kommt bei mir immer ziemlich schnell dann das Gefühl, okay, jetzt habe ich alles gesehen, wie die Mechanik funktioniert und die und die und die und die. Und ob ich jetzt dann da noch einen Honigstand hinbaue oder nicht, I don't give a shit. Bei mir war es wahrscheinlich vorbei, sobald ich die zweite Region kriege, die ersten 1, 2, 3 Handelsrouten dazwischen bestehen, wo sie dann Dörfer automatisch Sachen schicken, die abgängen. Und dann da es wahrscheinlich bei mir anfangen, so, jetzt glaube ich, habe ich das Gefühl, ich habe alles gesehen. Und dann lasse ich es liegen. So war ich. MMO, ja, kostet 22 €, das ist nachgeworfen. So, das ist nachgeschmissen. Nachgeschmissen. Schneetaut weg. Ja! Unser wunderschönes Dörfchen. Seht es euch an. Es ist wunderschön. Und jetzt ist 5 nach halb 11. Jetzt drücke ich auf Escape und speichern. Speichern! Neues gespeichertes Spiel. Stream 02. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Rad. Ding, 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 ding. Ausgezeichnet gutes Spiel. Wo es wirklich schwierig wird mit Gewalt. Ich weiß halt nicht einmal, wo ich mit Gewalt nach Negativpunkten suche. So jetzt. Habe aber auch nicht alles gesehen. Richtig gut gemacht. Richtig gut gemachtes Aufbauspiel. Da habe ich kein schlechtes Gewissen, das zu empfehlen. Wer Bock auf Aufbauspiele hat, überhaupt nicht mehr Nachdinger kaufen. Das Game ist im Game Pass. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Sagen wir, beim 20-Euro-Spiel ist mir wurscht, ob das im Game Pass ist. Über dem Game Pass nachdenken tue ich ab am Spiel ab 40 € aufwärts. Meistens im Jahr oder 50 € aufwärts. Kein Spiel der Welt spiele ich länger wie 5 Monate. Ich rechne das so im Game Pass, kosten 10. Wenn ich mir das Spiel für einen 50er kaufe, kriege ich 5 Monate Game Pass. Wirst du es nochmal spielen? HC, jawohl, nächsten Mittwoch spielen wir eine weitere Runde. Das wird jetzt gemütlich, das wird uns gemütlich ein bisschen begleiten. Das ist, glaube ich, ganz nett. Das ist ein schöner, was heißt der Lückenfüller? Das ist ein richtig gutes Spiel, was labert hier? Es ist halt nicht so allgemein tauglich, weil da nicht so viel blödelt wird. Da wird sehr viel gelabert, wird gemütlich, ein bisschen nebenbei, kann auch jeder nebenbei ein bisschen mitspielen, was auch immer. Genau, richtig, da habe ich richtig Bock. Das wird ja nicht langweilig. Der Sprenger schreibt, 7 von 10, not enough fishing huts. Stimmt. Das ist mir letztes Mal nicht aufgefallen. Das stimmt. Das stimmt, das ist ein Kritikpunkt. Und den meine ich wirklich ernst. Flüsse wo? Seen wo? Warum gibt es keinen Fischer? Den guten, alten, klassischen Fischer. Das ist ein wenig komisch. Das ist einfach ein wenig komisch, keine Ahnung. Und dann tut man halt genauso wie beim Wildvorkommen, tut man Fischvorkommen, vielleicht noch mit 1, 2, 3 verschiedene Fischarten, vielleicht kommt das auch noch, keine Ahnung. Und man hat eine zusätzliche Nahrungsquelle. Das geht mir schon ein wenig ab, das ist ein wenig komisch. Und das hat es auch 1400 schon gegeben. 1400 hat man auch schon Fisch gefangen. Ich habe es heute den ganzen Abend gespielt und habe dir dabei zugeschaut. Ja, Herr Beck! Alle, ich hoffe, Sie hatten Spaß auf beiden Monitoren. Herr Marvel Maniac, mach nächste Sicht 2 Sessions, scheiß auf Simulator. Achso, du machst nächste Woche.
Vielleicht. Damit wir in dem Spiel ein bisschen Progress hinkriegen. Ja, also die Spiele ja noch nicht zeitintensiv. Da sägst nichts auf 2-3 Stunden. Oder 4 Stunden, beziehungsweise. Nur dazu bei mir. Ich laber 3/4 der Zeit. Mehr als 3/4. Schauen wir mal, vielleicht. Vielleicht mache ich eine Abstimmung, wenn ich überhaupt dazukomme übers Wochenende. Ich weiß genau, wie das laufen wird. Ich muss die nächsten 4 Tage hustlen wie ein Behinderter. Ich werde vielleicht ab und zu mal ins Discord einschreiben, wie weh, dass wir alles tun, dass ich keinen Bock mehr habe und gehe wieder. Und vielleicht mache ich eine Abstimmung, was wir spielen. Haut's Vorschläge. Mich würde das Contraband Police interessieren. Das glaube ich kann ganz witzig sein. Mal schauen, ob das Spiel der Laptop von der Minder greift. Oh. Aber dieses Thema anfordert, also bei der Performance kann ich über keine Wertungen nicht abgeben. Vielleicht ist das tatsächlich was, wo man einen Negativkritikpunkt finden würde. Ich kann keinen finden. Ich sitze allerdings auch auf einer 3000 Euro Maschine. Nee. Was soll ich machen? Der Sascha schreibt, ich habe ein Loch in der Wand, Controller, weil ich Wimp weitergespielt habe. Der Sascha hat den Boss gekillt. Du hast gemerkt, dass der Breath von die Wände abprallt. Bitte sag ja. Er ist Sascha, aber weißt du, was man das sagt? Das klingt jetzt bescheuert. Das klingt jetzt bescheuert, aber das sagt man, dass die in irgendeiner Weise wirklich und ehrlich angefixt hat. Sonst darfst du nicht so aufregen, sonst darfst du einfach sagen, ja, leck mir mal zu, passt schon. Wer nicht weiß, was Wimp ist, das ist mein eigenes Spiel, das ich selber gemacht habe. In Unreal 5. Schaut zwar optisch nicht nach Unreal 5 aus, aber egal. Gibt's bei mir im Discord zum Runterladen. Es ist noch nicht fertig. Ich erkläre jetzt nicht nochmal alles. Alpha, es schaut alles nach Scheiße aus, nichts ist polished, nichts ist fertig. Es gibt eine kleine, aber feine erste Gameplay-Loop, die funktioniert. Unerwartet gut. Heute habe ich, da habe ich heute noch ein bisschen was gemacht. Da wird sich gravierend was an die Mining-Blöcke ändern, die werden halber zu groß. Damit lassen sie viel organische Blöcke generieren, die sich viel organischer optisch, einmal optisch, natürlich auch wichtig, nicht sau wichtig, aber wichtig, in die Welt einfügen, aber halt auch spieltechnisch. Es schaut so viel geiler aus, wenn das nicht einfach so die typischen Minecraft-Blöcke sind. Und da zerbrich ich mir schon lange den Kopf, wie das optisch darstellt, dass es nicht nach so einem Würfel Minecraft-Bullshit ausschaut. Und da habe ich heute ein bisschen umeinander gespielt, wenn man die Blöcke einfach genauso hoch lässt, teilweise eher auch niedriger macht, aber viertelt. Das heißt, es stehen zwar dann 4-mal so viele Mining-Blöcke umeinander, aber das ist mittlerweile performance-technisch normalerweise wurscht, weil die außerhalb vom Monitor nicht mehr gerendert werden. Und wenn du dann da hinlaufst, fühlt sich das so viel organischer an, wenn dann die Mining-Blöcke hupfen und dann platzen und so weiter. Und dann geht da früher genau einer Weg durch den Berg durch. Ja, hab nur angefangen, mit damit zu spielen, aber erster Eindruck, ja, werden wir umbauen. Komplett umbauen. Schauen wir mal. Birger hat meinen Bruder dein Spiel spielen lassen, war begeistert und das als Softwareentwickler. Ihr dürft zwei wirklich, das ist was ganz was Wichtiges. Was ganz was Wichtiges. Ich freue mich natürlich über positives Feedback. Um Gottes Willen, wer tut das nicht? Was aber wichtig ist, ich möchte jetzt keinen als Fanboy bezeichnen. Ich weiß auch nicht, ich bin schlecht in solchen Dingen, sehen es an zum Sagen. Ich meine das in keinster Weise jetzt base. Aber versucht die Hype-Brille abzunehmen, weil das jetzt vielleicht, das hat der Birger gemacht, sag ja nichts Schlechtes, keine Ahnung. Wenn irgendwas da drin beschissen ist, wie zum Beispiel beim Stoshi. Ich möchte, dass das challenging ist. Ja, die ganzen Pimmelspiele, da wo du einfach durchlaufst, so, ja gut, da weißt du gefunden, wie es geht, und dann sagst du, so eins wird's nicht. Sicher gibt's schon. Ich möchte es bewusst challenging haben, schwierig haben, nicht, aber fair. Der Breath ist nicht fair. Der ist nicht fair. Erstens geht der über die ganze Map und prallt so oft ab, wie er kann. Und wenn du weglaufst von dem Boss und du nicht mehr siehst, wo der den Breath macht, kannst du nicht mehr einschätzen, wo er abprallt, und dann kommt der Strahl von irgendwo und bringt dich einfach um. Das ist alles bloß nicht fair. Das ist mir schon klar. Aber so ein Feedback einfach, wo du sagst so, das ist kacke, das war geil, das war geil, das war geil. Nicht besser, wenn ich nicht auf alles reagiere, weil ich kenne das Spiel in- und auswendig und
wahrscheinlich 99,9, nicht ganz weit, 99 von 100 solche Vorschläge stehen bereits auf meiner Liste. Das Ding ist aber so beschiss. Ich habe da ungefähr 200 kleine Baustellen in dem Spiel. Und es werden jeden Tag mehr, weil es ist alles so prototypmäßig drin, aber nicht so richtig fertig. Und es wird immer mehr Spielmechaniken. Und es feiert noch so viel komplett wie das Itemsystem, was ich dann so richtig aufwächst. Dann habe ich heute über Consumables nachdenkt. Dann habe ich heute über eine Ausweichrolle nachdenkt. Dann habe ich heute über mehr Events nachdenkt. Ja, dass nicht die ganze Zeit bloß ein Schwarm kommt und du dann auf einmal 400 Viecher da hast, sondern dass auch mal ein positiver Event kommt, wie zum Beispiel ein Shop, den du frei meinen musst. Klack. Und dann steht da ein kleiner Buddy drin, dann kannst du zu dem hingehen und der hat dann besondere Sachen. Bei dem kannst du vielleicht Items kaufen, vielleicht bei dem kannst du Items umbauen, bei dem kannst was auch immer, was mir einfällt. Ist mir egal. Auf alle Fälle, dass man allen Ressourcen, Gold, Rot, Blau, Pink, eine Bedeutung im Spiel, aber auch außerhalb vom Spiel gibt. Das ist so mein Ziel. Ausweichrolle, einfach dashen. Ja, Ausweichrolle oder dashen ist ja vollkommen wurscht. Die grundlegende Mechanik dahinter ist ja die gleiche. Das mit dem Shop wäre echt geile Idee, aber Rolle, wohin? Du bist kurz und der Sinn dahinter, in dieser Ausweichrolle bist du kurz unverwundbar. So ist jetzt mein Gedanke. Wenn sie das natürlich total OP spielt, dann bist du nicht unverwundbar. Aber du bist halt einfach über kurze Distanz so schneller. Ja, wenn sie kurz durch 2, 4 durch, irgend sowas. Bockfotzen AC 130 gefeit, ja, der feit immer. Was ihm aufgefallen ist, dass es, obwohl es so simpel ist, relativ viel CPU-Rechenzeit benötigt. Liegt eventuell am Verfolgungssystem. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Und die Grafikkarten läuft übrigens auch auf Volllast. Und das bei der Kack-Qualität da. Irgendwas stimmt nicht. Habe ich mich noch null damit befasst. Mir geht es einfach jetzt mal, ich habe das jetzt das erste Mal zur Verfügung gestellt. Ich werde keine recht viele Updates machen, das ihr mitkriegt. Das ist jetzt, wie es ist. Ich wollte einfach einmal nur sehen, läuft es überhaupt? Kackt es bei 9 von 10 Leuten bei euch einfach ab und es steht dort ein Error. Keiner weiß warum. Läuft es überhaupt nicht. Ja, läuft es bei mir bloß, bei mir läuft es sauflüssig, ich habe auch einen brutalen PC, aber es haben auch schon ein paar Leute geschrieben. Warum das Ding über 2 GB hat, ist mir auch ein Rätsel. Sprenge, mir auch, mir aber auch irgendwo nicht. Mir ist es so zu erklären, ich habe einen Haufen Free Unreal Assets runtergeladen. Das sind so Pakete, da wo so Effekte drin sind und Meshes und Texturen und Kack und Partikeleffekte und was weiß ich was ist. Und da nicht wenig. Das waren so 10 Pakete mit allen möglichen Scheißdreck drin. Und ich glaube, obwohl die nicht im Spiel verwendet werden, fast nichts davon, werden die trotzdem in das Paket mit eingelegt. Natürlich null Sinn macht. Null. Ja, Assets wo? Es gibt keine Assets. Ein Spezi von mir hat auch gleich gelacht und hat gesagt, Alter, 2 GB, hab ich jetzt hingeschissen. Ich habe gesagt, Alter, ich fange jetzt nicht nur die ganzen Sachen da aus zum Löschen, weil mir es zu blöd ist. Irgendwann. Mache ich irgendwann. Weil ich nämlich auch schon gehabt habe, wenn ich da irgendwelche Assets lösche, vor mir ist das Spiel kaputt. Und kein Mensch weiß warum, obwohl ich diese Dinge gar nicht hernehme. Und Never Touch Running System, lass mal liegen, ist wurscht. Das geht Minimum auf 300-400 Megabyte runter. Im aktuellen Zustand. Minimum. Außer ich habe irgendwas ganz krass übersehen. Also muss ich echt sagen, die 0008 frisst jetzt Mega Performance, geht echt von vorher 70 bis 80 FPS auf 20 bis 30, glaube ich. Ja, kann viele Gründe haben. Lightning ist anders. An vielen Stellen, nicht bloß an der einen, die der YBO bemerkt hat. Auch wenn es nicht anders ausschaut. Und was ist noch grundlegend anders? Ja, der ganze Foliage-Scheiß, der am Bonus, die ganzen kleinen Grasal, Storndal und so weiter. RTX on, Sprenge kann wirklich sein. Könnte wirklich sein, dass irgendwo eine Skybox ist oder sonst was, da ist irgendwo ein Hackerl unter 5 Millionen Hackerl, was irgendeinen super krassen Todesshader RTX Bullshit irgendwas berechnet, den es nicht braucht. Ich habe mich noch null damit befasst. Kriegen wir, wie gesagt, wir sind so dermaßen noch in die Kinderschuhe. Ein absoluter Prototyp ist mal vorhanden, wo
einige Mechaniken eigentlich schon gängen, so das mit den Waffen und mit den Viecher grob und ein paar grobe Mechaniken und die Wegfindung, wo ich mich heute auch wieder ein bisschen gespielt habe, ein paar grobe Animationen und so weiter. Und jetzt muss einfach peu à peu, Stückel für Stückel das zeigen. Und das wird richtig, richtig lang dauern. Und ist richtig viel Arbeit, aber es macht Spaß. Sehr viel sogar. Jemand schreibt da, mit was für ein Spiel kann man deins vergleichen? Es ist ein sogenanntes Genre, es ist ein sogenanntes Survivor-like, nicht Survival. Survivor-like zum Beispiel mit Deep Rock Galactic Survivor, Vampire Survivor, Death Must Die, Halls of Torment, haben so die ersten 4, die mir einfallen, mit was man es vergleichen kann. Und am nächsten finde ich, weil an dem orientiere ich mich am meisten, ist es an Deep Rock Galactic Survivor. Weil da einfach, das hat mich so weggeflasht, sage ich freiwillig, wie es ist, weil es so viele Sachen neu gemacht hat, die mir so gut gefallen haben, dass ich mir gedacht habe, das probierst du jetzt einfach mal, ob du das hinkriegst. Brotato, ja, Brotato hat halt keine Umgebung, die blockt. Brotato hat keine Gegner, die du zu deinem eigenen Vorteil nutzen kannst und so weiter. Brotato ist ein bisschen eigen, aber das Genre ist das gleiche, ja. Brotato ist auch viel schneller. Viel schneller. Bin gerade heimgekommen, hab ich was verpasst? Oh hey, alles. Everything. Muss den Nachschau-Squad joinen. So, jetzt ist es 10 vor 11. Freunde der Sonne, ich verpiss mich jetzt, weil ich jetzt nämlich, jetzt tue ich eine Stunde eben an Unreal umeinander. Ja, dann muss ich ins Bett gehen, weil bei mir fängt morgen die Küche an und das wird richtig ekelhaft. Wir sehen uns frühestens am Montag mit irgendeinem Simulator oder irgendwas, auf was ich Bock habe, das entscheide ich dann am Sonntag, wenn ich total im Arsch bin. Wir werden sehen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen morgen einen schönen Feiertag. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wie immer, schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Nachschau-Squad, ab in die Kommentare, wie hat es wieder ganz angeschaut, obwohl es eine gemütliche Garde war. Ich bedanke mich für die ganzen Donations, für die ganzen neuen Mitglieder, waren halt welche dabei und für die alten natürlich auch. Danke für fucking alles. Morgen, schönen Feiertag, schönes Wochenende, wäre ein langes Wochenende oder ein schönes langes Wochenende und jetzt hat Chance, dass ich lang bin. Und wenn ihr jetzt wieder beeinflusst habt, dass ihr sich Männerlads kauft, viel Spaß übers lange Wochenende zum Reinsuchten. So! Schleichen Sie sich davon. Ich wünsche Ihnen etwas. Hashtag Strapse. Rein in die Maschine. Bis Montag. Tschüss. Habe! Es war gut. War ein guter Tröd. Hat Spaß gemacht. So. Wo ist mein Mauszeiger? Gut, sie fix das Später nicht damit zugemacht, lol. Da! Nicht schaut's das lang gewesen. Ja,